Irgendwas ist schon wieder komisch. Irgendwas ist schon wieder komisch. Warum ist denn schon wieder irgendwas komisch? Warum gibt es schon wieder irgendeine komische Scheißausmeldung von OBS? Wenn der Stream jetzt nicht geht, dann Scheiße her. Ich sag mir noch nicht, nach einer halben Minuten. Ich sag mir noch nicht. Ich sag ein Timmy Boy. Die Sachen sind immer noch klar, aber man die immer noch klar. Sofort werden die großgezogen. Wir Kinder. Was ist denn jetzt wieder? Sofort. Dauert jetzt schon Minuten, Mr. YouTube, bis ich mich mal selber hören darf, oder was? Kruzifix nochmal! Brot! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mich her, dann hört ihr mich hoffentlich auch, ich hab keine Ahnung. Hobby! Übrigens, 1 Biergeil, zweiter Mika-Stream, Sommerpause vorbei, jetzt wird reingebrotet ins Mistviech. So schaut's aus. Timmy Boy, kriegst du dir daheim. Habe die Ehre an den Weibio, an das Brot, an den Kilian, an den Real Gurkel, an die Königin Elsa, an die Angela, an den Balthasar, an den Sebi, an den Flo, an den Maki, an den Jackson, an den Rainer Umfang, an den aufs Maulwurf. Hab ich jetzt mal schon belustigt. An den Mike, an den Opa, den ganzen restlichen Saufer. So funktioniert alles. Bitchen sagt's mir, dass es funktioniert. Bitchen sagt's mir, dass irgendwas funktioniert, was ist kriegt Vogel. Ein Vögelchen. Sagt er, oh, sie sind so ein bisschen gar groß. Ja, er bleibt nicht. Kuss auf die Nuss. Machen wir so. Hab ich noch nicht eingestellt. Hab ich nicht dran. Ist doch wurscht. Lindsep, wieso fahren sie auf und dann sofort wieder fort? Weiß ich nicht. Hab ich die Birger? Glauben Sie wieder Gaudi werden heute? Hashtag Hackelberger. Lass dir deinen Haken schmecken. So schaut's aus. Kuss auf die Nuss. Alex aus. Mir ist wieder die 12 Monate. 12 Monate schon dabei. Ach du Scheiße, die Zeit, die verdüllt. Was haben wir letztes Jahr direkt nach der Sommerpause durch? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. So, der Freiburg, was ist da schon hinter? Leute müssen ein bisschen abschirmen. Irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Wieso kann ich den nicht abschirmen? Das weiß man wieder nicht. Ja, ist mir doch wurscht. Herr Bottermann! Habe die Ehre, Meister, habe die Ehre zurück, Herr Brotzuschauer. Verkaufen Sie mir Brot! Kuss auf die Nuss, merci dir. Leute, ist gut. Montag ist so wie der Montag. Wir fangen um Punkt 10 nach 8. Die fangen wir mit zum Spenno. Außerdem muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Sonst kennen Sie wieder die Hälfte nicht aus. Herr Stallinger, merci dir. Brot! Habe Druck aus Österreich! Bist zumindest nicht mehr so hell wie am Montag. Ich hab eigentlich nicht recht viel gemacht. Das ist irgendwie, kommt die Kamera nicht klar damit, wenn da hinter mir kein Greenscreen steht. Das weiß ich nicht, was da los ist. Ich schaue zumindest nicht mehr aus, als wäre ich so kasig wie der Edeka-Kittel. Herr Meister, Zügel, Vollgas in die nächste Season. Hashtag Brot! Bis zumindest noch gelesen, Servus miteinander, Bier, Servus, Umsatz will ich heute sehen. Es wird so viel, wenn wir so viel Brot verkaufen, dass die Vögel ein Bukake-Festel vor der Haustür feiern. Das sagt der Ibis. Servus, leider heute nur im Nachschau-Squad. Viel Spaß. Herr Bayer, hauen Sie sich hinein. Chefe, Kittel, wo? Der liegt da. Jede 5 Sekunden, die ich vermeiden kann, bei 28,5 Grad da herin, zu Beginn des Streams, wie ich das Fenster noch aufgehört habe, den Kittel nicht anziehen zu müssen. Zieh den Kittel nicht an. Wir ziehen den Kittel erst an, wenn wir das Geschäft aufmachen. Ist das klar? So, damit das gleich einmal klargestellt ist. So sieht's aus. So, Kinder, wir spielen heute eine neue Version. Ist eine neue Version? Eigentlich ist es eine andere Version. Vom Supermarket Simulator, die alle Fassaden mitten im August einfach dahergeschissen gekommen ist und nichts kostet. Und, lustigerweise, ein Multiplayer hat. Morsepp! Was? Nein, das geht jetzt nicht weiter, Herr Marder. Merci dir. Leona Vogel. Warum liegt dir eigentlich in der Wurst? Was sind so rauchende Stiefel in der Wüste? Bushaltestelle kann ich so nicht sagen, weil sonst fliege ich raus. Aber wie ich jetzt auf Cowboy-Stiefel komme, weiß ich nicht. Franz! Das erste Mitglied des Abends wird immer betrötet und habe die Ehre an den Franz. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Leona Sepp, merci für den Zirkel Cyberfox, merci für deine 27 Monate. So, heute ist früher. Schön, dass du wieder da bist. LG aus Wien. Ob es heute so ruhig ist, bin ich mir noch gar nicht so 100% sicher. Schauen wir mal. Wer braucht noch ein Vollbier? Was, Mr. Nightbot, ich sollte da vielleicht einmal den Ausrufezeichen Cap aus den Commands nehmen. Verdammte Scheiße. Aber das ist wieder so ein guter alter Running Gag. Der kommt dann auch auf den Jahresmerch. Ist Steffi da? Da geht irgendwo ein einsam und verlassenes Doshi hingemalt mit der Ausrufezeichen Cap und Twin sprüht. Cyberfox, merci dir. Big Boss, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist die Dicke des Brotes Wurst. Es geht ganz anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, Mr. Big Boss, sondern das ist, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist Wurst wie dick das Brot ist. Ist so original. Ich weiß nicht. Buddy!
Kuss auf die Nuss, mir ist wieder 66 Monate, du bist der total neidisch. Ist die Franziska heute an der Fleischtheke? Das weiß ich nicht. Also, und das könnte man, nein, oh, der Devil Deluxe. Ja, der zweite wird auch betrötet, das ist ja wurscht. Da war ich gehen! Devil Sepp, Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, Dankeschön. So, also, Multiplayer, kostenlos, Steam, Supermarket Together. Jeder kann mitspielen. Es gibt ein paar einfache Regeln. Erstens, wer zuerst kommt, malt zuerst. Zweitens, die erste Stunde bis um 9 Uhr werde ich erstmal Solo spielen, weil ich das Spiel nicht kenne. Ich muss erstmal schauen, was überhaupt los ist. Fragezeichen, Feuerwehr zu voll. Ich weiß nicht! Kuss auf die Nuss, danke dir. So, wo sind wir? Ja, die Wurstfach. Fachverkäuferin! Ich hätte gern ein Stück KS und a Leberkassemme mit scharfen Senf zum Mitnehmen. Gibt's was bloß zum Dorffressen? Na, vielleicht haben wir nachher 16 Leute, die das sogar heimtragen. Herr Reischl! Herr Reischl, wie oft bist du schon auf deinen Nachnamen und einem super intelligenten Witz mit der Reischl heimgezogen? Hast du eine die kann ich jetzt mal sagen, hey, ich bin über Reischl heimgezogen. Ja, und wie war er? Hab bloß eine Minute lang angehalten. Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft, Dankeschön! Absolut neuen Sarg, Was? nur ein paar Kratzer und das auch nur auf der Innenseite des Wickels. D. Währenddessen in der Zeitung, Frau spurlos verschwunden. Mr. Feuerwehr zum Teufel, du bist doch auch schon Ewigkeiten mit. Was ist denn da wieder los? Habt's alle entzappt während der Sommerpause, gell? Sagt es, was es ist. Kuss auf die irgendwann platzt mir Ader im Hals, wenn ich reinblasse. So, was ist. Feuerwehrmann, Herr Reischl, welcome to the squad. Kuss auf die Nuss, Fabi im ersten für den 6 Monaten. So, zweite Regel. Wer trollt, fliegt. Dritte Regel. Spielt hier irgendjemand Killing Floor. Vierte Regel. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Fünfte Regel. Die lege ich dann fest, wenn wir in-game sind und ich weiß, was man überhaupt da kann und was die anderen alles da kennen. Alles, was wir ausprobiert haben, ist, man kommt in das Spiel rein, man kann das auf privat oder öffentlich stellen und dann kommt da jeder rein. Das geht. Schluss jetzt mal, das Sepp, ich verkläre, ja. Was ist fies? Wenn der Flieger da drüber fliegen, wo hinter vorne hängt mit Snickers, wenn dich der Hunger packt. Jetzt sei mal, merci dir! Birger oder Scheisen? Was? Birger oder Scheisen? Jetzt sei mal, ich weiß nicht, was das heißt. Dieses Wort ist mir nicht bekannt. Oder Scheisen. Ist sie da verschrieben worden oder ist es ein Wort? Ich weiß es nicht. Es ist in unserem Dialekt immer schwierig auseinanderzuhalten. Conny, merci wieder ein Resub, Herr Madersepp, merci, Herr Gensel, merci, 72 Monate. Alter. Endlich Langeweile vorbei, habe Kuss auf die Nuss. So, Schluss jetzt. Jetzt pass auf. Jetzt kommt sie auch noch her! An der Wursttheken. An der Wurst. Der ist gut, ja. Ich hätte gern was von der groben Fetten. Der ist leider im Urlaub. Schauen wir mal, wer der grobe Fette heute ist hinter der Wursttheken. Schauen wir mal. Bezzini, danke dir, Kuss auf die Nuss. So, haben wir es jetzt dann bald? Ja, nein. Um Punkt 10 nach sind die Alerts aus und dann wird umgeschaltet und dann wird eingespielt und um 9 um das folgendermaßen zu erklären. Wie kannst du da mitspielen? Du musst nicht mein Spiel so. Jetzt kommt der wieder. Ich möchte halt so gern was erklären. Was, die möchte was erklären? Meinand zu Anna Hua Kauma a Wurstfach Wackelferren so Koda. Komm mal. Aber preist du Zech an der Theken? Das ist das Einzige, was sie nicht gemeinsam haben. Das dauert ein bisschen. Austrian Mercy, dir, wie immer. Mehr sage ich da eh nicht, weil du ein komplett geschubster bist. Ein komplett geschubster bist du. Das sagt der ich. Mercy dir. Schluss jetzt damit. So. Wer immer jetzt das ist, ich glaube, das ist die Denise, die wieder nicht angezeigt wird. Das weiß kein Mensch warum. Auf einen tollen Stream. Das hoffe ich auch. Dankeschön für deine 2 Monate. Warum es nicht angezeigt wird, weiß ich nicht. Weil es irgendjemand schon wieder aufgehaxt hat. Aber der Metzi nicht. Der ist dann wieder drin. Mit 77 Monaten. Ja gut, sie fix sagt es mir jetzt nicht ganz sauber. Metzi nicht, Kuss auf die Nuss, habe Brot! Haben wir es jetzt, Herr Reischl? Wir haben es immer nur, was? Wir haben es immer nur mit Beischel gegriffen, als mit Reischl. Sagst du mal, es sind lauter Ahnungslose. Da hätten wir was Besseres machen können. Damit machen können, sagst du es ihnen im Nachhinein von mir. Feuerwehrmann, merci dir, sag ich jetzt sind das 5 Jahre und 1 Monat Mitglied. Weiß ich nicht, ich kann nicht zeigen. Das zeige ich nicht nach. Sag ich dir, was ist. Danke dir. Adamski, 1 Million Leberkäse, please.
Da habe ich das Meme im Kopf, wo das kleine Chinesen-Kind, Anime-Kind so da steht und und nix auf Theken legt. 1 Million Leberkäse, bitte. Ist ja gut jetzt! Sepp! Kennst du die Band? Nein, ist wir Band. Haben bis jetzt noch keine Gigs. Die kommen halt doch daher. Oh Gott, ist der schlecht und gleichzeitig gut. Den habe ich so noch nicht gekannt. Sehr schön. Vollidiot. Merci dir. Von hinten, merci dir. Sepp, merci dir. Triple, merci dir. Tobi, merci dir. So, und jetzt ist Schluss. Es ist 10 nach. Wir machen jetzt Alerts aus. So. Um zu joinen, braucht es einen Join-Code. Ja, ich muss nicht einmal Spiel suchen, weil ich habe schon nachgeschaut, das haben wir heute Nachmittag kurz mal ausprobiert, da werden einfach alle offenen Spiele auf der ganzen Welt offensichtlich aufgelistet und bis du das findest, kriegst du einen Schlaganfall. Da gibt es einen Join-Code, den werde ich zu mir ins Discord posten, in den Gaming-Schmerz um 9 Uhr umeinander. Ja? Wer also nicht im Discord sitzt und mitspielen möchte, sollte sich jetzt ins Discord bewegen. Okay? Das werde ich ungefähr 10 Minuten bevor ich den Code da einschreibe, nochmal sagen. Wer das nicht zusammenkriegt, das hilft halt dann nicht. Jetzt halt mal, merci, Kruzifix wollte schreiben, Birger, scheißen mit dem Ja, sechst das. Die Finger wieder schneller waren, wie alles andere. So, jetzt starten wir das verdammte Spiel. Halten wir uns die Goschen. Vielen herzlichen Dank. Kuss auf die Nuss. Drückt lieber schon vorher mal auf den Like, weil keiner weiß, was passiert. So, jetzt muss ich da erst einmal das Spiel einstellen. Wieso bin ich da auf der anderen Seite hin? Das ist so dumme Scheiße. Da ist ja noch Kataklysmo eingestellt. Er hat wieder überhaupt nichts zu, Alter. Er hat einfach wieder überhaupt nichts zu. Das müssen wir jetzt kurz machen. Das hilft nicht. Da ist Spiel, da ist das, da können wir dann so machen, ja. Und dann kann man transformieren. Dann machen wir wieder horizontalen Spielen. Dann gehe ich da um. Und schon ist wieder alles cremig und beim Alten. Ja, Birger, das war zu viel Aufwand für in der Sommerpause. Legt's mir am Arsch. So, Kinder, here we are. Ich habe keine Ahnung vom Space, sag ich dir, was ist. Lissi, Kuss auf die Nuss, mehr als für deine 6 Monate. Jetzt brauchen wir aber deinen Kittel. Oh, stimmt. Schau, Lissi hat wieder aufpasst. Keiner von euch hat aufpasst! Lissi schon. So. Wir eröffnen heute einen Laden. Keine Sekunde länger werde ich den Kittel losziehen, solange wir mir speien. Dann ist er sofort wieder fort. Da haben wir jetzt 28,8 Grad. Okay? Da ist der PC noch nicht einmal gelaufen. Doch ist er schon. Das war jetzt gelungen, aber du weißt schon, wie ich meine. So, jetzt passen wir auf. Der Filialleiter vom Brutto Wosten. Das hat irgendjemand ins Discord eingeschrieben. Mit Norden, Süden, Osten, Westen und dann drüber geschrieben so links oben, rechts oben. Ja, ist einfach links oben, rechts oben. Brauche ich nicht nachdenken. So. Schau, ha? Ist der gute Kittel. Können wir einen Grongentee da? Nein, können wir nicht. Das habe ich da wieder für einen Schund gekauft. Sag selber. Ha? Okay, wenn der CEO vom Brutto Wosten nicht tipptopp ausschaut oder so, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt richten wir noch unseren Monitor ein wenig hin, damit da nichts fällt. So, und dann fangen wir einfach mal an und schauen, jetzt mal, oh, leck, ich hab mir was hergerichtet. Warum bin ich nicht, jetzt bin ich wieder so finster, jetzt schaut aus, als da kein Lichtenscheiner herin. Warte mal schnell. So, besser. Ist ihm das besser? Nein, komm, mag nicht! Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hab mir eine Klimaanlage gebaut für all die Leute. Wer der Rotz? Warte, ich muss einen Schuh ausziehen. Die gute die Adilette, warte. Zweiten Fuß. Bin heute Mo KT-Zug. So. Ich hab getrickst. Ich hab die Klimaanlage für all die Leute. Und für arme Leute. Okay? Muss klar machen. So, jetzt füllen wir gar nicht lange an. Wir machen einen neuen Job. Die ganze Gaudi wird heißen Brutto Wosten. Wir hassen Lebensmittel. Dann geh doch zu Brutto. Spiegelei! Jetzt bin ich seit ewig und 3 Tagen auch mal wieder dabei. Zweites One. Ich war aber auch ewig und 3 Tage nicht da. Kuss auf die Nuss, merci dir. Gut, dass der PC daneben steht. Ja, der steht so weit daneben, außerdem hängt der, da weiß ich nichts. Da hat sich noch nie was gefällt. So, ich mache jetzt das Spiel erst einmal privat auf, nachher machen wir das dann öffentlich und um 9 Uhr poste ich dann den Join-Code, dann kennt ihr alle einer schwärmen. Ich war 16 Leute können da joinen, also 15 halt dann mit mir. Und ich habe keine Ahnung, was die alle da sollen. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Deswegen müssen wir uns das erst einmal anschauen. Jetzt müssen wir die Ärmel hinterkrempeln. Ja? Der Supermarkt, der baut sich nicht von allein. Und dann werden wir alle unsere Kenntnisse aus dem Supermarkt-Simulator einfließen lassen. Da sind wir. Supermarket, open.
Okay, was muss ich tun? Gibt's da ein Tutorial? Ich bin natürlich schon einmal rumgelaufen, wir haben uns gefragt, was das da ist. Da kann man reingehen, warum ich da nicht anders reingehen kann, das weiß ich nicht. Aber das da, was soll das sein? Haben wir uns gefragt, warum ist da ein Gefängnis? Es ist tatsächlich ein Gefängnis, wenn jemand kommt und einer Joint und Scheiße baut, dann kann ich ihn ins Gefängnis einsperren. Da kann er sich dann das Scheiß aus. Weiß ich nicht, das ausschaut wie ein Leffe, schaut aus wie ein Kaffeeleffe. Das kann er sich dann von innen anschauen. Was das da ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das wird dann schon passen. So. Während der Laden geschlossen ist, vergeht die Zeit viel langsamer. Der erste Schritt besteht darin, einige Möbel zu platzieren. Drücken Sie Tab, um den Builder zu öffnen. Bob the Builder, kriegen wir hin. Da haben wir einen Platzierungsmodus. Was ist das schon wieder für eine Kacksteuerung? Ich konnte das während der, okay. Ja, da müssen wir uns umgehen. Das hilft nicht. Das hilft uns nicht. So, da haben wir ein Produktregal. Recht viele Auswahlmöglichkeiten haben wir da aber dann anscheinend nicht. Es gibt einen einfachen Kühlschrank, es gibt einen Doppelkühlschrank, es gibt einen Gefrierschrank, es gibt ein Lagerregal, das werden wir wahrscheinlich woanders hinbauen müssen. Ich nehme mal an, das da ist unsere, das ist unsere Kommandozentrale und das ist unser Lager. Oder? Ist dieses Lager, sage ich das richtig, und das ist unsere Kommandozentrale. Kann man Türen eigentlich schließen? Man kann nicht einmal Türen schließen. Aber man darf nicht schimpfen. Ich meine, es kostet nichts. Das ist eigentlich narrisch genug. Was ist denn das da? Kann ich da interagieren damit? Nein, kann ich nicht. Ja, wir haben also. Kaufen Sie 2 Produktregale, eine Kasse und ein Lagerregal. Beachten Sie, dass das Lagerregal nur in dem leeren Nebenraum platziert werden kann, der mit dem Managerraum verbunden ist. Ja, schau, da brauche ich ganz so weit weg. Ja gut, kaufen wir mal Produktregal. Wir kommen dran. Linker Mausbutton nach links drehen. Okay, wie platzieren Sie dann? Ja, die stellen wir jetzt einfach mal ein Stück oder 2 da hinten in den See keiner. Gibt es da ein Rastermenü oder so? Wheel down, Wheel up, Menü nach oben navigieren? Nein, das ist ein Kass. Na gut. Es gibt schon mal kein Raster nicht, wo man die Sachen platzieren kann. Das ist nichts. Was kostet so ein Regal? 250. Was haben wir überhaupt? Geld. Links oben steht 5000. Das ist okay. Das nehme ich. So. Ja, super. Und dann wir platzieren den Schund. E. Okay. Und dann bauen wir aber nur eins. Rast das wenigstens ein? Nein. Kann die schon wieder ausrasten? Ausrasten, einrasten. Also. Ja, gut, das schaut stabil aus. Das können wir mal so machen. Was brauchen wir noch? Kaufen Sie 2 Produktregale, eine Kasse. Wo ist eine Kasse? Kasse rechts, Kasse links. Ja, nur natürlich die Kasse rechts. Ich alter super Nazi. So. Weiß jetzt auch nicht, wo wir die am besten am Dümmern hinstellen. Ja, zum Rausgehen halt, oder? Was ist denn? Da direkt her. Ja, kann man die so herplatzieren? Kann man die noch umschirmen? Das probieren wir jetzt mal gleich mal. Platzierungsmodus. E. Ah ja, schau her. Ja, super. Super ist das. Da schau her, ich bin gespannt, wie das Kassieren funktioniert. Das war eigentlich im Supermarket Simulator schon ganz geil gemacht. Kannst du sagen, was du magst? So, was brauchen wir noch? Lagerregal. Wo ist ein Lagerregal? Also recht für Items scheint es noch nicht zu gehen. Man muss sagen, nicht vergessen, Spei ist umsonst. Da darf man schon mal ein bisschen weniger kritisch sein. Ich glaube, das Lagerregal, das will wir uns so anfangen aufzubauen und gehen wir da weiter damit. So, hinter den 6. So, gute Arbeit, du hast. Sehr schön. Also, nochmal, ich werde bis 9 jetzt ein bisschen dahin düdeln, damit ich überhaupt einmal kapiere, was überhaupt los ist, und dann los ich euch Schwerleiner und dann sitze ich bloß noch da und schaue vor. So wie der Freiweg, wie es ist. Und ich glaube, dass da sowieso von 16 Leuten 14 nichts zum Tun haben werden. Habe ich irgendwie das Gefühl. Bin ich gespannt. Aber da liegen ein Haufen Inventurgeräte schon hin. Hast du das schon gesehen? Achtung, da Haufen Inventurgeräte. Schicke ich alle in die Inventur alle 5 Sekunden. Gut gemacht! Wir haben einen Franchise-Produkt, okay, zur Verfügung. Punkte werden durch den Besitz eines erfolgreichen Geschäfts verdient. Gehen Sie in den Managerraum und erwerben Sie den ersten Vorteil auf der Tafel des Vorteils. Was ist die Tafel des Vorteils? Die Tafel des Vorteils! Da gibt's Kämme, da kannst du Kappe kaufen. Entsperrt, Hygiene 2, Toilettenpapier, Mangoseife. Wieso Mangoseife und keine normale Seife? Damit mein Arschgrund nicht mehr schön nach Mango stinkt, spitzt du den Arsch mit Surfer, was? So, das ist offensichtlich unsere Produktpalette, die wir nacheinander freischalten können. Was haben wir da? Mitarbeiter bewegen sich 20% schneller. Kann ich da euch buffen, oder was? Und dann ermöglicht die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters. Okay. Und dann ermöglicht die Einstellung zusätzlichen Mitarbeiter. Okay, da kann ich wahrscheinlich NPC-Mitarbeiter einstellen. Also kürze in 5 Noob-Sekunden. NPC, Non-Player Character. Jemand, einfacher Viech, das der Computer steuert. So ist es am allereinfachsten. So, das erste, was wir natürlich freischalten, ist Brot! Da ist aber gar kein Brot! Grundprodukte, Pasta Penne, Wasserflasche, Honigmüsli, Reis, Salz, Zucker. Ja, mein Geschwister, aber Honigmüsli, brauchen wir Brot, brauchen wir. Was ist da? Margarine, Mehl, Apfelsaft, Olivenöl, Ketchup, geschnittenes Brot. Das ist unsere Aufgabe, dass wir heute noch geschnitten Brot verkaufen. Und wir werden nichts anderes verkaufen. Nur geschnitten Brot. Was ist denn das da? Ölfassel. Milchprodukte. Wieso werden Milchprodukte mit einem Ölfassel dargestellt?
Naja, wie hat es das da eigentlich? Hier kann man einfach draufklicken dann, oder was? Ah ja. Und wo sehe ich meine Punkte? Das ist überhaupt da. Ach, das steht da unten. Okay, bin ich schon schnell. Schauen wir mal. Großartig. Sie haben gerade das erste Produktpaket erworben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Kunden, sobald sie ein Produktfranchise erworben haben, erwarten, dass diese Produkte im Laden sind. Oder sie werden Beschwerde über dich. Was? Oder sie werden Beschwerde dich über Existenzen. Mr. Simulator, Programmierer, ich melde mich freiwillig für eine deutsche Übersetzung. Und gleichzeitig nur für Porsche. Okay? Ich hätte auch noch ein paar Ideen für das Spiel. Ein paar richtig gute. Auf die Idee bin ich nämlich auch gekommen, wie ich mein Spiel gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt haben wir nämlich gerade einen Supermarket-Simulator gespielt. Okay? Bitte melden Sie sich. Bitte melde dich. Und dann, Fipsi, merci dir, Wulfek, merci dir, Kuss auf die Nuss. So, gehe jetzt zur Manager-Tafel, klicke hinein und dann auf Produktbestellung. Wo ist das? Ist das da? Manager Blackboard? Ja, und dann, ja, Produktbestellung. Supermarkt, Manager Blackboard, Supermarkt. Was ist das da? Supermarktname! Den nehmen wir gleich einmal um. Wieso kann ich den umnehmen? Brutto. Leerzeichen hätte ich gern. Wieso gibt es da wieder kein Leerzeichen nicht? Brutto, machen wir natürlich blau. Was denn? Ich hätte sogar ein Leerzeichen. Oh Mann. Supermarktname Brutto Wosten. Für das haben wir einen ganzen Menüpunkt, nur damit ich einen Namen da einstellen kann. Okay. Ja, okay. So, Manager Blackboard. Produkte in Regalen, Produkte in Oh, da ist hier ein ganzes Inventarsystem. Grundprodukte. Okay. Das muss ich mir jetzt verinnerlichen. Produkte in Regalen. Warum haben die rot? Rot impliziert halt einfach, es ist nicht vorhanden, aber im Lager ist ja gut. Produkte in Lagern, Produkte in Kartons. Das heißt, in Regalen ist dann im Geschäft draußen. Kann man nicht einfach weiß machen. Naja, gut. Lass uns eine Schachtel von jedem Grundprodukt kaufen. Klicke auf das Plus-Symbol jedes Produkts, um es der Einkaufsliste hinzuzufügen. Sobald du von jedem eins hast, klicke auf Kaufen. Ja, das kriegen wir hin. Das ist ja einfach nachgemacht vom Supermarket Simulator. Das ist genau das Gleiche. Also 1, 2, 3, 4, 5 Dings. Eins interessiert mich jetzt aber. Honigmüsli war das letzte. Da hat jemand mitdenkt, man kann so viele Produkte kaufen, wie man will. Gut gemacht. Das war auch mein erster Verbesserungsvorschlag gewesen für den Supermarket Simulator. Muse im Hintergrund. Haben wir mir eine Muse im Hintergrund? Ich weiß es nicht. Schau ich gleich noch. Kaufen. Oder? So. Großartig! Gehe jetzt nach draußen, suche nach den gekauften Schachteln. Klicke auf eine, um sie festzuhalten. Jetzt schauen wir erstmal, ob da haben wir wieder eine Muse. Ah! Nein, das mag ich nicht. Optionen mag ich. Was haben wir da? Masterlautstärke, machen wir gleich mal lauter. Musiklautstärke, machen wir gleich mal so. Ah, schau her! Hab jetzt zuerst nichts gehört, aber das war das erste Mal, dass jemand in die Audiostellungen habe ich noch nichts umeinander dreht. Habt ihr eigentlich die schon gesehen? Weiß der Chat noch, was das heißt? Da ja heute Nachmittag schon mit drin war, habe ich es schon gesehen. Deswegen kann ich jetzt nicht sonderlich überrascht und Dings da. Aber wisst ihr noch, was Leute? Der Barco weiß es noch. Flipnase weiß es auch noch. Der Mike Riese weiß es noch. Der Bödelmann, der Irrsinn-Rainer, wissen es alle noch. Schön. Das Allergeilste ist, da steht einfach ein random Katzenklo. Hat er denn noch keine Wurst gemacht? Aber es gibt Abzüge in der B-Note. Ja, also es sperrt jetzt schon 10 von 10 automatisch, weil Miezi. Aber man kann es nicht streichen. Schwerer Fehler. Und es liegt auch kein Wursti im Katzenklo. Ah, da muss mindestens ein Wursti rein. Ich will das Wursti! Kuss mich, merci für den Zwickel. General Demon, merci für den Resub. Kuss auf den Nuss, Timmy Boy, merci dir. Fipsi, habe die Ehre zurück. So, was aber absolut... Das muss ich jetzt so machen, weil sonst dann kommt die Überraschung ein bisschen da. Da. Nur coole Leute erlaubt in dem Raum. Ich probiere mich nicht zum... Ich komme nicht rein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was das soll. Aber da steht ein Elefant mit einem Hut am Arsch. Aber was soll ich machen? was ist... Mieti?
Warum gehen denn die Leute in den Spiele immer so geil, als hätten sie einen Stecker im Arsch, der aus dem Maul wieder rauskommt und dann wieder sie umdrehen und nochmal in den Arsch geht und nochmal aus dem Maul rauskommt? Ja, was ist besser wie ein Miezi, zwei Miezis? So, was haben wir mit da so? Da haben wir eingekauft. Das ist auch was. Das kann man cooler machen, finde ich. Wenn ich jetzt nörgeln, ja, kostet ja nichts, ist ja wurscht. Erstens, dass die NPCs da eine Wegfindung haben, außen und um und nicht durch jeden Scheißdreck durchlaufen. Zweitens, dass da ein Laster herkommt und man das Zeug vielleicht mit einer Maschine abplotzt selber oder so. Mit einem Gabelstapler, keine Ahnung. Und nicht einfach, welcher Supermarkt sperrt die Straße an da vor seiner Haustür, damit der Lieferant seinen Scheiß da vertauscht? Was hast denn du für ein T-Shirt da, Alter? Achso, ich kann nicht durchlaufen, ja gut. So, ich klicke jetzt die so und dann wahrscheinlich ins Regal. Gehe zu einem Produktregal und klicke linke Maustaste auf eine seiner Reihen, um es mit Produkten zu füllen. Rechte Maustaste bringt Artikel vom Regal in die Schachtel zurück. Du kannst auch F drücken, um Artikel dort abzulegen, wo du möchtest. Ah ja. Und dann legen sie alle Produkte in die Regale des Ladens. Ja geil, da kann ich draufbleiben. Der gute alte Comic Sans Reis. Schön. Was tue ich mit der scheiß Schachtel? Was tue ich mit der Schachtel? Ah shit, das ist wieder das gleiche Problem. Das Problem haben wir schon mal gehabt. Leider kann man dort Schachteln nicht schmeißen. Jetzt warte mal. Ja, müssen wir da hinten. So, an alle zukünftigen Lageristen nachher. Da wird ein sauberer Turm gebaut. Ich möchte über den Zaun da springen. Damit das gleich einmal klar ist. Ah. So, ja gut, dann los geht's. Keine Produkte mehr in der Kiste, das ist okay. Was auf alle Fälle schon einmal gut gemacht ist, da ist sofort das Beutel drauf und eine Anzahl ist drauf und Honigmittel. Ich muss nicht die Schachteln in der Schachtel zählen. Nimmt ein bisschen was von der Immersion, muss man auch dazu sagen. Jetzt warte mal. You know what time it is. So, jetzt rennen wir jetzt mal den ganzen Bums da rein und schauen wir uns die Gaudi mal an, was da los ist. So, bin ich da schneller mit Klicken oder bin ich da. Ich halte nämlich einfach bloß Maustasten drücken. Warte mal, kann man springen? Ja, kann man. Und es wackelt auch schon wieder so gefährlich bei der dritten Kiste schon. So. Kann man sich ducken? Man kann sich nicht ducken. Auf C. Oh, auf C kann man sich ducken. Da kann man auch wieder sprinten. So, wunderbar, wunderbar. Da haben wir wieder das absolut günstigste Umsonst-Model aus dem Unity-Shop ausgezogen, glaube ich. So, eine jetzt mit dem Schund. Ah, ich hab sofort ein Flashback, bin sofort wieder drin. Oh Gott, es dauert ewig, bis ich den Scheiß ein. Ah! Cookie-Clicker, Regel. So. Bringen wir die noch auf? Ja, schau hin. Ja, schön. Kann man die umlaufen? Nein, die kann man nicht umlaufen, schön. Schaut gut aus. Werden da Preise selber festgelegt oder? Nein, das werden wir schon herausfinden. Das werden wir uns dann schon sagen, wenn alle Produkte verteilt sind. So, das ist mehr dann schon. Ein bisschen finster ist. Kann aber etwas Light einschalten. Da ist ja keine Ahnung, was ist so finster. Produkte werden platziert, aber zunächst mit dem Selbstkostenpreis gekennzeichnet, was keinen Nutzen bedeutet. Ach was! Gehen Sie in den Managerraum und nehmen Sie eines der Preisgeräte. Preisgeräte! Das ist ein Inventurgerät. So schauen bei uns die Inventurgeräte aus. So, jetzt machen wir so. Das schmeißen wir jetzt mal da davor hin. Dann machen wir so. Hä? Was? Ja, okay, müssen wir es so machen. So, was haben wir da? Okay. Zielen Sie auf ein Regal und die Produktpreisinformationen, deutsche Sprache, schöne Sprache, werden auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt. Wenn Ihr Preis den Grundpreis des Produkts um mehr als das Doppelte übersteigt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden es nicht kaufen. Verwenden Sie diese Regel also als Maßstab, also 50er Spanne um. Wenn ein Produkt beispielsweise $1 kostet und Sie Ihren Preis höher als $2 ansetzen, kaufen Kunden es möglicherweise nicht. Versuchen Sie, für alle 6 verschiedenen Produkte einen Preis festzulegen. Mausrad. Das ist ja dann, das hat der normale Supermarket Simulator hat das besser gemacht. Warte mal. Ihr Preis, und dann muss ich jetzt da mit dem Mausrad
Oh, das hätte man schön machen können. 1,45, dann sind wir quasi bei 2,90. Machen wir 2,90. Ja, jetzt sehe ich auch schon langsam, warum ich da ein Team von 16 Leuten brauche. Da kann ja jeder den Preis für sich selber. So, dann machen wir 5. Dann machen wir da, so, hier Honigmüsli, 5 Euro. 5 Euro! Ja, Alter, kann ich doch nicht einfach 5 drücken. Oh, kann ich schon, ja. Goddammit, heute ist wieder mein Mal. So, 89 Cent, dann machen wir mir, scheiße, die Zahlen im 10er-Bereich 1,78. 1,78. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. 1,35 gehen wir bei 2,70 Euro. Ja gut, so dauert es natürlich nicht lang. 45 Cent machen wir 0,90. Das ist ein bisschen schade, weil beim normalen Supermarket Simulator, da hast du ja immer so Preisschwankungen gehabt, das wird deiner, das wird weniger und dann musst du dich immer wieder drum kümmern. Aber wenn ich da jetzt einfach einmal sage, ja, nimm einfach, warum soll ich den weniger eingeben als das Doppelte, wenn das Doppelte das Maximum ist? Was haben sie sich denn da wieder gedacht? So, 2 Euro 98. Ja. Ach, muss ich da Enter auch noch drücken, oder was? Möchtest du mich am Arsch lecken? Okay! 2,90 Euro. Enter. 5. Enter. Scheiße, muss ich das schon wieder ausrechnen. 1,78. Ich drücke verkehrt rum. So, 1,35, 2,70 Euro und da haben wir schon eingegeben und da machen wir 0,90 Enter. Nice! Vielleicht ändert sich ja der Bestellpreis noch. Das muss fast kommen. Was hast du denn sonst zum Tor? Außer bestellen und wieder einräumen. Was der denn dann sagt, oh gut, und abkassieren muss auch noch einer. Na gut, werden wir schon sehen. Wie spät ist? Ein bisschen Zeit haben wir noch zum uns reinfuchsen. Lesen wir mal in Ruhe und Gelassenheit durch. Ihr Laden ist jetzt bereit zur Eröffnung. Um Kunden hereinzulassen, drücken Sie den grünen Knopf im Zimmer des Managers. Lesen Sie aber zuerst die folgenden wichtigen Informationen. Jeden Donnerstag steigt die Marktinflation für einige Produkte und Sie müssen die Preise überprüfen. Ah, da haben wir die Mechanik. War aber trotzdem die andere Mechanik schöner, wo Sie verschiedene Sachen random einfach geändert haben. Sie können leere Kartons in den Container direkt vor der Tür werfen. Oder sie am weitesten entfernten Container auf der anderen Straßenseite tragen und durch Recycling etwas Geld zurückverdienen. Aha, jetzt kämen die Multiplayer-Geschichten, warum da mehrere Leute umeinander gucken. Wir schmeißen unsere Kartons natürlich gar nicht weg, weil wir mit dem alles für die Umwelt. Ja? Erstens, wir hassen Leben. Willkommen bei Brutto Wosten. Wir hassen Lebensmittel. Zweitens, mal geschissen auf die Umwelt. Du Huren. So schaut's aus. Am 8. Tag haben Diebe und Müll die Chance aufzutauchen. Die Lösung für beides ist der Brezen, hätte ich jetzt fast gelesen. Ist der Besen. Schlagen Sie Diebe und Sie lassen pro Schlag ein gestohlenes Produkt fallen. Das klingt nach großem Spaß. An jeder Kasse kann eine Schlange von 8 Kunden stehen. Sie werden nicht ungeduldig, aber zusätzliche Kunden, die keine freie Kassenschlange entdecken, werden zu Dieben und gehen, ohne zu bezahlen. Okay, das ist eine bessere Mechanik wie beim anderen, weil dann macht es wirklich Sinn, länger eine Kasse zu machen. Überprüfen Sie alle Bonusse, die erworben werden können. Einige davon verbessern ihre Mitarbeiter. Das glaube ich nicht, weil ich nur einen Sauerfall eingeladen. Das sollte schon, wie es ist. Je mehr Spieler, desto schwieriger. Versuchen Sie, Spieler mit dem Besen zu treffen. Wieso denn? Tommy, merci für den Zwickel. Brot, Gustelmilch, merci dir. Kuss auf die Nuss. So, irgendjemand, ja, hab ich mich schon wieder vertippt, oder? Aber warum ist jetzt Musik auf einmal so laut? Musiklautstärke wieder zurück zu 3. Kriegst du einen Vogel? Was hab ich eigentlich? Ach, ich hab 1,80 eigentlich, voll Depp. 1,78. So, da haben wir. Wunderschön. Ich weiß nicht, Zahlen im 10er-Bereich und so ein Scheiß. Was haben wir da? Nachfüllen. Da kann man Mitarbeiter dann zuweisen. Gut, das scheint nicht zu funktionieren. Ja, dann sperren wir auf und schauen, was passiert. Was? Vogel? Wo war der Vogel? Vogel, wo? Ich find eigentlich lustig, wie dermaßen ziellos, dass die... Sauce. So, ja, sperren wir auf und schauen, was passiert. Ja, bevor ich den Sauer feilen lassen muss. So, aufsperren. Supermarkt geöffnet. Chris Koppenand. Kann ich das da wieder Healing dann, oder was? Verstehe jetzt nicht ganz, aber wie kann man das wieder ablegen? Ablegen, Mechis. Ich hätte gerne Kundschaft. Hallo, Kundschaft! Hallo! Gehen Sie bitte zur Brutto und nicht ins Fitnessstudio, weil egal was für ein Fitnesstrainer das du hast, das ist nix. Das ist nix. Schau dir an, man kann da nicht lang laufen. Ich bin enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht, mein Tag ist ruiniert. So, kann jetzt da mal jemand, gehst jetzt mal bitte zu Brutto, da hier, Brutto Wosten. Brutto Wosten Open. Da müssen wir gleich mal einen Screenshot machen. Wieso geht das nicht?
Was ist ein Steam-Screenshot? Ah ja, F12. 2 Miete ist freilich. Ja, alle Miete, was das für Staat ist. So, jetzt schauen wir mal, was da los ist. Ah, was kaufst du denn da? Was ist denn das wieder? Abführmittel? Daron. Weiß ich nicht. Wie soll ich anschauen? Was soll das denn? Warum denn? So, wie hat jetzt das hier? Ich darf gerne den Kasse einsteppen. Ich kann nicht den Kasse einsteppen. Wir tun das wieder weg. Jetzt warte mal, ich muss ein bisschen hier liegen. Auf F kann man sie fallen lassen. Ja, passt. So, wir können jetzt den Kasse einloggen. Kasse einloggen. Da, roter Knopf. Nein, nicht. Was muss ich machen? Ach so. Piep, 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 Motherfucker. Und dann? Und dann außergeben, oder wie? Gegebenes Geld 10, zurückzugebendes Geld 2,80. Wo sage ich das, was ich da zusammen tue? Das ist wieder scheiße gemacht, während das nicht drauf tue, sage ich nicht, was ich rausgebe. Und dann? Okay, oh Gott, da gehst du schon zu mit dem Affenstall. Bruder! 20, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zack. Oleg. Kann ich das tippen, Ja. Enter? Nein. Ja! Haben wir schon wieder so weit. Leute, die mit der Karten zahlen, haben wir mal lieben. Hast du Karten? Ja, du bist der Gute. 14, 60, 16, Entschuldigung, rein damit. Was ist da wieder los? Dampfler! Hey, Frau, hat der Brutto ein Klo? Ich müsste hat sich erledigt. Aufwischen den Gang 5. Ich erzähl dir dann schon. Du wirst mit dem Besen wirst bei uns ausdruschen. Wir hassen Gänge Biesle. Wie spät ist denn eigentlich? 10:30 Uhr. Was ist schon wieder mit der Kundschaft oder was? Was ist jetzt schon wieder? Das Kontingent für einen. Na, du schaust sehr zielstrebig aus. Du bist ja ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Und Twin Towers auf die Depf. Unter die Depf. Ja, wer weiß, vielleicht auch auf die Depf. Ja, haben wir schon wieder drin. Die Frage ist, was lasse ich da jetzt 16 Leute da? Und wir verdienen mir die Punkte. Ist das der. Machen wir mal einen Tagesabschluss. Ja? Muss ja mal schnell weg. Da kann man sich ein größeres Geschäft ankaufen. Ja. Lagerplatz kaufen, Leertaste, Ladenplatz kaufen, 250. Ja, Lagerplatz brauchen wir nicht. So, Miete! Ich renne dich ab, das sagt der ich. Hast du eine Karte? Ja, da zahlt jeder mit der Karte, hast schon recht. So, schau her! Haben die aber eine Lichtkante auf, da ist stockfinster da drin. Piep, piep, nein, nicht das, ist gefällt mir nicht. 39, 64. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 50 Geld, 10, 1, 2, 3, 4. Schau, dass du lang gewinnst! Das schaut doch gut aus. 5 Euro. Jetzt haben wir schon wieder am Wo ist denn der Michi muss mal schnell kassieren, das ist ein Wahnsinn. Was haben wir da? 9,92. 5, 1, 2, 3, 4. Ja, das wird uns jetzt nicht mehr hier an. So, da schau ich. Ja, Baggerei ist eine Wasser. Ja, verdient halt nicht so viel, die Gute. Verdient nicht so viel wie mir. So, was haben wir Umsatz? Sehen wir das irgendwo? Ich hätte gerne so eine Übersicht irgendwo, so ein PC oder irgendwas. Kann ich überhaupt jetzt wieder alle. Was tue ich denn, was tue ich jetzt den ganzen Tag da? Schau, dass du jetzt was kaufst, kauf mir die Regale leer. Sieht man das eigentlich optisch, wenn das Zeug ausgekauft wird? Ja, tatsächlich. Aber nicht so schön wie im anderen. Muss man auch, aber gut. So. Du, meine klaust. Vorher habe ich schon einen Besen nochmal anstehen. So kannst man kann Leute mit dem Besen schlagen. Hoppala. Da! Und er kauft trotzdem. Nap! Warum denn? Steck das Besen in deinen Arsch! Herrgott! Das ist Missbrauch! Steck das Besen in deinen Arsch! Oh Gott, das ist schon wieder so geistig behindert, dass ich einen Vogel kriege. Er bleibt einfach trotzdem, er lässt sich einfach misshandeln. Okay? Au! Da! Schlag mich hier! Was tut denn der da hinten? Lass die Mieze in Ruhe! Lass die Mieze! Lass die Mieze! Die Mieze ist es lassen! So, ich bin dort zum Kassieren. Ja. Wer klaut, kriegt einen Besenstecker in den Arsch, ey. So, 50, 1, 2, Abflug.
Zack, zack, zack. Was haben wir da? 29. Ah, easy, ich bin der Beste, ich bin der krasseste, ich habe eine Übung, Alter. Ich habe eine Übung, Alter, das ist ein Wahnsinn. Da, hier 10, 1, 2 und dann noch 10 hinten neu geschissen. So. Oh, der kauft eigentlich. Hat jetzt wieder keiner mehr Karten oder was? 1 Euro? Nein, das war Cent. 2 Cent, 1 Euro. Easy. Hab ich mich vertipselt. Ah, das schaut gut aus. 34, 44. Oh, das war nix. Entschuldigung, hast du einen Fünfer? Kann ich dir besser auszugeben. So. Schau hin. Nee! Ich sag schon, was die meisten Leute wahrscheinlich den ganzen Tag deren sie um den scheiß Besen streiten wahrscheinlich. 3,60. Da muss ich nicht mehr das Kassentier laufen. Oh, ich habe die schon wieder, das glaube ich, habe ich schon mal gesagt. Hey, Miete, schöne Schuhe. Hast du meinen Stecker schon mal gesehen? So. Ja, alle lachen. Bis ich miese für dich ist. Dann weißt du wieder, ich bin der Obersexist. So, 20, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 10er, 2 Cent kannst du haben. Schau, dass du lang geht. So, Miese, was kaufst du? Müsli? Ja, Entschuldigung, nein, leider, wir haben noch kein Brot. Da haben wir schon wieder voll drin, 5, 10, 5, 1, 16, Abflug. So, wo haben wir, da 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 haben wir. Mann, jetzt zahlt ihr mal mit der Karten, weil ja, haben wir schon wieder so weit. Das haben wir schon mal gehabt. Ich erinnere mich genau. Bitte hab Karten. Natürlich nicht! Du Scheiß aus, Uhr! So. Wie lange dauert denn da so ein Tag? Sag mal! Eine Animation, dass da jemand was aus dem Regal nimmt und auch nicht da liegen. Und ein Einkaufskerb in der Hint. Komm ich schon wieder! Ah, wo tust du das hier? Es ist in der Hosentasche drin, du Vogel! Wo sind wir? 25, 5, 1, 2. So, wunderschön. Oh, der nächste. Vielleicht hätten wir die Regale weiter da vorn platzieren müssen, dann müssen die erst alle 3 Kilometer da reinlaufen und dann, ja, das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Wird da wird in der Reihe draußen aufgestellt um 9 und jedem gebe ich Aufgabe. Was haben wir da? So viel Müsli. Mischt das mit Wasser. Ja, wenigstens aus der Karten. Das ist ja schon mal Epsi. Hoppala. Das ist ja schon mal Epsi. So, wie viel Umsatz haben wir eigentlich gemacht? 3000 haben wir auf dem Konto. Ich bin gespannt. Easy. Die Miese schauen nicht so geil aus. Sie schauen so geil aus. Schau mir wenigstens so, wenn ich die ankassiere. Bloß weil ich an der Kasse bei Brutto-Wost nur arbeite, bin ich nicht schlechter als du. Ja, und dann wieder mit Bargeld sein, du Scheiß aus. Britschen, ist es. Nimm ich, bevor es sich hinstellt. Ja, du bist der Braver. 4,76. Enter Abflug. Geh doch zu Brutto-Wosten. Wir besen die Kundschaft. Beseln. So, jetzt mal so gemacht. 1, 2, 3, 4. Ja. Abflug. Scheiß lang gewinnst, du Huren. Mann, wieso ist das so finster? Scheint da keine Sonne oder was ist denn da? Ja, kein Gescheites wieder. Haben wir dynamisches Wetter. Das war ein Maps. So, was hast du dabei? Was ist denn das da, was da alle kaufen? Das schaut aber aus wie, was sei. 22 Cent und Abflug mit dir. Naja, haben wir schon da. Also irgendjemand wird auf alle Fälle schon mit zum Kassendienst verdonnert. Das habe ich nicht gefunden. Honigmüsli, du kannst mir mal! Da ist der Honigmüsli! Müsli-Honig! Der fette Mann ist ein Müsli-Honig! Da! Sagst nichts mehr! Scheiß lang gewesen, das ist mein Lohn! Gibt's kein Honigmüsli! Du bist ein Honigmüsli! Steck das Besen in deinen Arsch! Gern! Try me, bitch! Was haben wir da? Wenigstens zuerst mit der Karten, das möchte ich aber auch hoffen. So, 9,76, Abflug, Freunde der Sonne. Ja, gingen jetzt schon wieder, was wir für 90 Cent! Vor allem nicht mehr das Tippen, wo du Scheiß aus Ruhe! Tyler, merci für den Resub. Vaping Orbit, merci für den Resub. Kuss auf die Nuss. Sonntag Ruhetag, merci dir. Handkerchief, merci dir. Dampfler, merci dir. Dampfler habe ich schon vorgelesen. Weiß ich schon. So, 5,68. Das habe ich nicht gefunden. Honigmüsli. Ja, gut, sie fix nochmal.
Am wartest jetzt da an der Kasse, bestell uns! Produktbestellung kostet nichts, oder? Kostet nicht irgendwie Versandkosten oder so. Was ist denn das für blauer Scheiß da? Was ist das da? Was ist das da? Ist das mein Besenstiel? Warte mal. Geil, stark. So stark. Geil. Honigmüsli! Kaufen! So, ich muss jetzt da schnell warten, ich muss jetzt da schnell Honigmüsli. Was? Ach, ich besitze bereits etwas. Da, der Besen wird sauber da ohne gelernt. Damit nichts passiert. Das nehmen wir. Honigmüsli wieder rein. Unzufriedene Kundschaft gibt's bei uns nicht! So, haben wir schon. Da, die wird dabei ins Eckchen geworfen, ist mir wurscht. So, sauber ankassiert. Bargeld 9,94, das ist nix. Was? Also. Ja. Kriegen wir schon. 52 Cent. Abflug. Ja, da rentiert es sich krass auf zum Mord. 9,68. Was haben wir da? Was sind eigentlich das da? Elo-Trans schon wieder. 38, 46. Abflug! Ich lese so eine Zahl gar nicht mehr. Wahrscheinlich gebe ich schon wieder 100 aus, ohne dass ich sparen habe, aber das ist wurscht. 54 Cent, die kriegst du, Mausi. So, wann ist denn jetzt da mein Doku? Es ist viel nach 8 Uhr auf die Nacht, hat schon mehr auf die Uhr geschaut. Schau, lang gewinnst mit deinem Schund. So Wahnsinn. Da war nur ein Besen, ich hab's gesehen, aber wo ist der Besen, der zweite? Ich hab vorher schon was gelesen, da ist irgendwo noch ein Besen. Ich hab vorher da hinten einen gesehen, hab ich gemeint. Also jetzt wird's noch finsterner. Ich hab nicht gewusst, dass es noch finsterner werden kann, wie es eh schon ist. Wo ist denn der Lichtschalter? So, du bist jetzt aber der Letzte da hören, ist das klar? Piep, piep, Motherfucker. 52 Cent, schau das lang, wenn sie mich zusperren. Schon mal durchgeschaut, du Trottel. 40 Euro bei 11,54, das eskaliert dann so gleich. Ich bin jetzt gespannt, was dann passiert. Oh, du bist der ganz schön gewampert, der Kanisterkopf, hä? Mit der Putin-Frisur. Jung Putin. Geht zum Honigmüsli einkaufen. Hm? Entschuldigung, darf ich ein Foto machen? Hey, Putin-Sepp. Ich hab das Gefühl, das ist der echte auch sagen. 10,32! Oh nein, das ist 10. So schon eher. Wann ist denn da gegangen? Haben wir mich in die USA, aber 24,7 oder muss ich selber zuspielen? Ich weiß doch auch nicht. 50, 10, 2, Abflug. Oh, was haben wir da? Miesi, Wasserflasche? Ja, so ist brav. Oh, diesen hier, wunderbar. Ja, wieder Kakarten. 1, 2, 3, 5 und 2. So. Bei der Katze am Container ist nur 2. Da ist auch noch ein Besen schon hin. Und bei der Katze am Container ist auch. Ja, wir haben so viel Besen. Du kennst die Leute den ganzen Tag zusammenschlagen. Es werden auf alle Fälle schon mit 3 Leuten mit Besen abgestellt. Putzen und prügeln. Schöne Wörter mit P. Penis, putzen, prügeln. Sehr schön. Nehme ich so. 7,90 € für 2 Teile. Was hast du da wieder gekauft? Aber jetzt geht wieder was aus. Was ist das da oben gewesen? Was ist der Reis? Es gibt Reis. Produktbestellung. Weißt du was, ich kaufe mir alles. Ich hab dann sowieso meine Vasallen, das Eirahmen. Ich ran das nicht mehr ein. Das kannst du mal Gift aufnehmen. So, jetzt pass auf. Da gehst du her, wo ist der Reis? Ah ja, das spawnt dann da auf meinem Kopf rum, oder was war das jetzt? Ja, wird schon passen. So, ich muss einen Reis einrahmen, du hast ja noch Zeit. So. Hinten sich mit dem Schund. Das darfst du nicht zusammenrahmen. So, ich muss auch kassieren. Ich stehe dann bloß noch am Eingang, schreit Leute, die reingehen und ihr macht die ganze Arbeit, damit das gleich schon mal klar ist. Regel führe ich noch ein. Ich führe noch eine Regel ein. 9,78. Oh, kann ich ja so machen, hab ich schon wieder vergessen. So, ich führe eine Regel ein. Niemand tut da irgendwas, ohne dass es ihm schafft. Wer trollt, fliegt und spielt hier eigentlich irgendjemand Killing Floor. Niemand. Ich wiederhole. Niemand. Greit an derer dafür umeinander oder an derer. Wenn ich es ihm nicht sag. So sieht's aus. So, haben wir's jetzt. Es ist 22:30 Uhr, Montag. Ich sperre mich zu und schau, was passiert, weil die Uhr geht nämlich auch nicht mehr weiter.
Ende des Arbeitstages. Jetzt möchte ich eine saubere Auflistung. Hier. Ich möchte hier, was Tagesbilanz, minus 19. Ja gut, wir haben einen Haufen Scheiße gekauft. Gesamtzahl der Kunden, 43. Nicht gefundene Produkte, 1. Zu teure Produkte, ja, Kruzifix, lass mich in Ruhe lesen, du Affen Anus. So, jetzt schalten wir noch das zweite frei. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Franchise-Punkt verfügbar. Was haben wir da? Aufgüsse, Milchprodukte. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Platzierungsmodus. Geht wahrscheinlich wieder nicht. Gut, das machen wir dann, müssen wir... Ach, das geht wieder nicht. Weißt du, was ich dir sag? Dann kaufen wir die Produktregale und rammen wir um. Nein. Intuitiv möchte ich natürlich auf Maustastendrucker zum Zeig hinplatzieren. Aber so gegen die Gang. So, das ist die erste Aufgabe wird das. Und ich werde euch einfach zuschauen und werde euch beim Versagen zuschauen. Ihr rammt die Regale nämlich um. Oh, ihr legt das da, ihr braucht so was zum Tun. So, Kinder. In wenigen Minuten werde ich den Join-Code bei mir im Discord in Gaming-Schmerz einschreiben. Wer nicht weiß, was das Discord ist, es ist sowas wie WhatsApp. Bloß in gut. Und gibt es am PC und fürs Handy und so weiter. Und da habe ich einen riesen Server, da haben mittlerweile, glaube ich, 8000 Leute drauf. Natürlich nicht aktiv, aber die haben halt einfach da. Da laufen meine Ankündigungen ab, jeden Sonntag auf die Nacht, poste da eine, was wir die kommende Woche spielen, wenn es einen extra Stream am Wochenende gibt, etc. etc. Rein da mit dir. Da gibt es einen Kanal, der heißt Gaming-Schmerz. Da werde ich jetzt dann den Join-Code reinposten, weil es eine ziemlich lange Nummer ist. Die lese ich nicht vor. Oder dann kapiert es auch wieder die Hälfte nicht. Und dann nimmst du den und dann kannst du dem Spiel joinen. Verstehen Sie? So, dazu muss ich aber ins Hauptmenü gehen. Da steht jetzt auch Beitrittscode in Zwischenablage kopieren. Ich weiß, es funktioniert aber nicht, wenn es spät privat ist. Ich drücke jetzt da auf Hauptmenü und drücke auf Ja. Und dann müsst ihr jetzt eigentlich speichern. Ich hoffe, dass das jetzt auch geht, weil sonst scheiße ein Haufen her. Dann mache ich auf Spiel laden. Ja, genau, da habe ich schon probiert. Heute Nachmittag einmal kurz, ob man schon joinen kann. Brutto Wosten, Tag 2, Schwierigkeit 0. Die steigt jetzt automatisch, wenn die Leute kommen. Und dann drücke jetzt ich da auf öffentlich. Und das mache ich jetzt einigermaßen langsam. Sag ich dir, was es ist. Ab in den Discord und dann los. So, ich lade jetzt das Ding. Und dann poste ich das Ding in den Gaming-Schmerz und ihr joint. Und ich hoffe, dass das dann sofort voll ist, weil das Spiel sehen jetzt alle. Schauen wir, was passiert. Sauhaufen. So, Achtung, ja, da müssen wir Beitrittscode kopieren. Und dann gehe ich da in Discord, Gaming-Schmerz, Spiel, Code, zack. Ist schon drin im Gaming-Schmerz. Rein mit ihnen. Schauen wir mal, wer kommt. Ich bleib da draußen stehen. Da ist der Erste, der zwei. Au! Okay, das hat nicht lang gedauert. Baby! Ja, Alter, wie viele Leute sind denn das? Bruder! Was ist mit dir? Du hast schon wieder. Was? So. Jetzt schauen wir mal, ob gleich. Ich kenne euch ja. Was auch immer das war. So. Freunde der Sonne! Phase 1! Besenwickling! Mit F übrigens. Wer es nicht weiß, sage ich nichts. Ich habe es bis vor 10 Minuten nicht gewusst. Jeder legt den Besen weg. Weg damit. Braver Colonel Sanders. Wen haben wir noch? Schau her! Wer ist das da hinten? Hey, Mr. YBO! Du bist gleich mit unser. Warte mal. So, das sind die ganzen Leute, die da sind. Wenn man das gehört, den sitzt man gleich mit 30 Sekunden in den Knast ein. Und alle schauen ihm zu. So, bitte folgen Sie mir. Bitte folgen Sie mir alle unauffällig. Bitte folgen und eintreten. So schaut der Mod aus. So, und Brezen so jetzt, du kriegst jetzt folgende Aufgabe. Jetzt holst du draußen einen Besen und vermöbelst dann YBO da drin so lang, bis er weiß, was er da hat.
So, alle anderen bitte aussehen, weil wir blocken uns da gegenseitig. So, kriegen wir es auf die Reihe. Bitte einmal in einer Reihe vor mir aufstehen. Auf der Straße, damit ich euch alle sehen kann. Los, los. Nur der Brezensalz nicht. Der Brezensalz, der vermöbelt da drinnen YBO, das passt schon. Und nach x Sekunden kommt er wieder, oh, der Flasche ist auch der Dampfler, ist auch da. Wir sind alle wieder so, ich setze uns nah dran, weiter zurück, ich kann den Namen nicht lesen. Der Einzige, der jetzt genau zugehört hat, ist der Colonel Sanders, der steht nämlich auf der Straße draußen. Und die Bettwanze, zurück, ich kann nichts lesen. Warum hat denn der Ubidullah eigentlich einen verdammten... Was ist denn eigentlich da drin los? Er steht einfach drin und vermöbelt das Ding. So, Brezensalz. Das haben sie gut gemacht. Es ist so geistig behindert. Ne? So, Brezensalz. Applaus für den Brezensalz bitte, damit der YBO mal weiß, wie sie sich anfühlt. Tu den Biss weg! Klick gut. So, aufstehen, der Einzige, der einen Besen hat, ist der Flasch. Ja, er hat schon verstanden. So, der Flasch ist der Besenbeauftragte. So, was wir jetzt brauchen, ich weiß jetzt so, was soll's denn hier alle tun? Ist die Frage. Ich weiß nicht, was ich euch für eine Aufgabe geben soll. Also der Flasch ist auf alle Fälle der Diebstahlbeauftragte und der vermöbelt euch, wenn irgendjemand Scheiße baut. So, dann fangen wir von rechts so. Ubidullah, der hat ein Supporterpaket gekauft, der kann tanzen. Ubidullah, Bettwanze, Mr. Fortuna. Ihr drei geht's und rammt die Kisten, die ich... Was? Na, warte mal. Ubidullah, du schaust mir aus mit Ahnung. Du gehst und bestellst alle Produkte an mich nach. Bettwanze, Mr. Fortune, ja, und der Unimog Steffi nehmen die Kisten, die kommen und rammen sie ins Regal ein. Was der Rest tut, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weil Mr. Ubidullah, bist du taub? Bist du taub? Kann schon losgehen. Ihr bestellt, ihr drei rammt Zeit. Könnt euch schon mit der 4 stellen, damit ich weiß, wem ich schon was gegeben habe. Stellt euch da schon mal in die Absperrzone. Flasch, du passt auf, das kann Scheiß machen. So, was tut der Rest? Unimog Steffi, du gehst zum Kassieren. Anklopfgerät. Ich kann mich nicht daran erinnern, Seed für die Kasse eingeteilt zu haben. Kaufkasse 2, das der wir jetzt nochmal schnell. So, der Rest steht... So, wer hat da wen gehauen? Ich hab's genau gesehen. Wer hat da wen gehauen? Weil wir ja zusammenreißen. Bloß weil du Mod bist, du hast es nicht, du hast dir einen Freifahrtschein. So. Irgendjemand hat was abkassiert. Wie ist denn das jetzt gegangen? Was ist denn jetzt passiert? Ja, weiß ich nicht. Der Rest tut dabei, was er mag, aber ohne Besen. Los. Keine Ahnung. Ich kaufe nur ein Produktregal. Pass auf. Das stellen wir da her. Achtung. Das habe ich doch schon gekauft, weil. Also wurscht. Wir jetzt nicht gespeichert haben, aber ist ja wurscht. So. Haben wir mir das andere Ding schon freigeschaltet? Das mache ich. Haben wir das freigeschaltet? Ja, haben wir. So, das mache ich. Und dann, wir brauchen ein Brot. Ja, dann machen wir gleich 3 Produktregale, das sagt der I, wie es ist. So, Mr. Ubidullah, bitte einmal alle Produktsortimente bestellen, die da sind. Ich hoffe, dass uns das Geld gelangt. Wir werden sehen. Schauen wir, sonst müssen wir uns verdienen. Und ich kaufe noch ein Produktregal. Schauen wir mal. So. Schau so die Affen. Und am besten so, dass man nicht wie soll ich sagen, ein Produkt auf 2 verschiedene Regale haben. Wir müssen das ein bisschen Platz sparen mal. Und jetzt sagt sie, was tut denn der Dampfler eigentlich? Okay, oh, stimmt. Wir müssen ja Preise festlegen. Dampfler, guter Punkt. Der Dampfler kriegt ein Scangerät, hat sonst noch irgendjemand nichts zum tun. Colonel Sanders, ich weiß nicht mehr, für was ich dir erteilt habe, aber Anklopfgerät, du hast dich einfach selber zum Kassenmann hinterlegt. Wir haben gleich insolvent, heißt aber nicht, dass wir nicht weiterverkaufen. Das stimmt. Ein paar Kassen waren gut, was kostet eine Kasse? Die kosten Tausende, da müssen wir erst was verkaufen. Ja, du, ich sperre dabei schon mal auf. Da hat er noch nie was gefällt, im laufenden Betrieb da einfach, weißt du eh. Dampfler, tu mir den Preis drauf drücken. Wo ist der Dampfler? Dampfler! Der Meinmaker ist auch dabei. Meinmaker, du hast da auch ein Preisgerät. Preis festlegen. Wie sollst du denn das im Überblick behalten? Oh, das ist schon eingerannt. Das habe ich kaum gesagt, aber das ist gut.
Leere Kisten in den Müll. Das ist eigentlich, wir müssen euch eigentlich die Aufgabe geben, ja. Ihr bringt die aber in den weit entfernten Müllcontainer. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist uns vorher irgendwo gesagt und ich glaube, das ist der da. Kriegen wir da Geld dafür? Aber das muss ich selber schnell ausprobieren. Das muss ich jetzt selber schnell ausprobieren. Ja, da kriegen wir $1,50. Hergeschenkt wird nichts. Die leere Schachteln bitte da hinten in den blauen Container rein. Bessie? Schaut mein Kind aus, dass da in die Schachtel da selber einwerfen! Schau, dass du lang gewesen ist. Es gibt 30 Strafsekunden im Gefängnis, Alter. Und einen Besen in den Arsch. So, Mr. Colonel Sanders, habe ich irgendwas gesagt vom Leid vermöbeln? Erst vermöbeln, wenn sie draußen sind und Zeit haben. Hallo? Da gibt's eine Flasche hin. So. Wer möbelt wen? Haben wir mir das Geld eigentlich sofort, wenn es abkassiert wird? Ah, irgendjemand wirft da sauber die Schachteln weg. Wer ist denn das? Der Passi. Ja, das ist der Passi, weiß ich nicht. Wie viel Kohlen haben wir? Kriegen wir mir das Geld sofort? Mr. Anklopfgerät. Das dauert mir zu lang. Mr. Anklopfgerät, das dauert mir zu lang! Bruder. Okay. 1000! Es gibt eine zweite Kasse incoming. Kasse! Müssen wir linke mal. Blut linken. Geht's mir auf Zeiten da? Mr. Ubidullah, Dankeschön. So, jetzt warte mal. Wie haben wir die da platziert? Haben wir das gemacht? Kann man das so machen überhaupt? Oh, so. Oh. Probieren wir es mal, ob wir es so. Warte mal. So, wie ist das? Der Mr. Fortuna pflückt sofort. Und tschüss. So, zweite Kasse. Wer stellt sich da hin? Ich glaube, der Colonel Sanders ist da gut aufgekommen. Habe ich sonst da keinen mehr Arbeit gegeben? Nein, warte, Colonel Sanders, du nimmst auch einen Besen. Und vermöbelst die Leute draußen, wenn es draußen sind, aber erst. Okay? Und der Bene, der geht abkassieren. Das hört sich doch gut an. So, haben wir mir eigentlich einen Einkäufer, aber mit $50 kauft man nicht viel. Ubidullah, wir gehen mal pleite. Ich sag das, was es ist. Ich hab uns nach 10 Minuten in den Ruin geführt. Aber das wird schon. Müssen wir bloß ein bisschen mehr Umsatz machen. Schau mal hier, da geht's zu mit dem Affenstall da herin. Seitenbecher, Olé, Seitenbauer Müsli, wo? Das ist Müsli von dem Seitenbauer. Was labert sie von Scheiß? Haben da Sachen drin? Falscher Behältertyp für dieses Produkt, Vanillejoghurt. Oh, da müssen wir da ein Dings kaufen, oder was? Was haben wir da so alles sehen? Was ist denn das da? Magerkäse, das geht auch nicht in das Regal da, oder? Das ist nicht gut. Das ist nix, da brauchen wir einen Kühlschrank. Ich glaube, da brauchen wir einen Kühlschrank gleich. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Kühlschrank. Einfacher Kühlschrank, 350. Hey, kassiert's aber schneller! Wir brauchen die Kohlen! Bene, Anklopfmann! Abkassieren! Da, aber die Miete nehme ich vorher mit heim. Da. Schau, in einem Paralleluniversum. Die wird auch nicht alt. In einem Paralleluniversum lässt sich ein Schmetterling gerade eine fette Schlampen tätowieren. Da, was ist denn da los eigentlich? Know your place, Trash! Herzlich willkommen bei Brutto! Wir hassen Kackscheiß aus Huren! Schau dir mal an! Wir gehen ja so Hutzung nicht zum Einkaufen, du Brutzkauer, Futzgrobe! Oh, das war ein Doppi-Futzen, ich hab's genau gesehen, gut gemacht. Colonel Sanders, kriegst du den Daumen für mich nach oben, Beförderung, Mitarbeiter des Monats. So, können wir uns jetzt schon bald einmal da herinnen irgendwas leisten? Gruyère-Käse, wir brauchen mal was ist der Gruyère-Käse, Alter, was soll das denn? Hey, Ubidullah, kannst du mal Gruyère-Käse bestellen? 3 Pfund. Da war Magerkäse. Man da vielleicht den, ich weiß es nicht. Ich kann ja einfach so Vanillejoghurt und was haben wir da noch? Da Emmentaler. Guter. Was? Greenscreen-Ecken unten rechts schon wieder. Muss ich so mal. Das ist fix. Scheiß Klump verreckt's. So, was tut der Meinmaker? Du schaust ein bisschen aus, als darfst du da einen oberholen. Was tust du da? Du sollst in das Inventurgerät nicht reinwichsen? Oder reinsquirten? Ich weiß nicht, was du treibst, aber Meinmaker, kontrollieren wir die Preise. Das ist eine gute Aufgabe. Du musst das Maximum herausholen. Was ist denn der Dampfler? Wo willst du jetzt schmusen mit mir, oder was? Ja. Nein.
So! Bene, schneller kassieren, schneller kassieren. Wir brauchen eine dritte Kasse, das ist da, das schaut mir da stehen nicht leider als das, was uns sonst geben. Was du, schluckt der eigentlich immer noch leid? Kann ja sein, also ich bin gespannt, wie lange das durchhält. Was ich noch gerne hätte, wäre Ingame-Voice. Weil dann da jetzt zum Beispiel, mir steht da sinnlos umeinander, der Playhead, und den Playhead dazu einteilen, dass er gefälligst an jedem einzelnen Eingang, an jeden Besucher schön begrüßt. Herzlich willkommen bei Brutto. Wir Wosten, wir hassen Lebensmittel. Und der Sanders auf der anderen Seite, wenn sie dann draußen sind und schon gezahlt haben, sollen sie es wieder zusammenschlagen. Es gibt Ingame-Voice. Mikrofoncheck 1.5, hallo, hallo. Auf V gibt's Ingame-Voice, hallo? 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 Können Sie zu mir sprechen? Muss ich den vielleicht einschalten oder so? Ich hab doch nichts da. Audio, Master, UI-Lautstärke, Stimmlautstärke. Ingame-Voice geht nicht. Ja, schade. Schade. Ja, das wird noch stark. Ja, Schund. So, Leute, ich hab leider keine Aufgabe für euch, aber jetzt gibt's erstmal ein Kühlregal. Einfacher Kühlschrank. Den stellen wir, Achtung, den stellen wir da her. Dann geht's gleich das Einrahmen anfangen. Ah, ich kann nichts hinbauen, weil überall Kundschaft ist. Überall Kundschaft. Nein, ich hab's gerade gehört. Nein, geht weg. So, Kühlschrank ist da. Eine mit dem Schund. Eine mit dem Schund. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Bettwanzen, Unimog, wer das tut, ist mir dann auch wurscht, sag ich dir, was ist. Ganz ehrlich, es kann sowieso jeder da, was er will. Oh, da macht's Katsching in einem, das sagst, gibt's das. Oh, so, nix freischalten. Das nächste, was wir freischalten, ist nämlich das allerwichtigste Produkt im ganzen Geschäft, nämlich geschnitten Brot. Erste Preis, Affe Zwing. Wir haben ja nicht Wohlfahrt. Warte, nicht mehr wie doppelt. Das kauft ja keiner mehr was. Wer kontrolliert denn eigentlich Preise? Ich traue euch keinen Meter, muss der Chef kommen, muss selber kontrollieren. Was tust du schon wieder? Bettwanzen-Sepp. So, gib's mir mal das Ding, muss ich schon mal kontrollieren, was ist da für ein Scheiß draufschreibt. Welcher verdammte Kasperl hat denn da einen Preis um 2 Cent auf wie da? Bloß, der 20 Cent. 3,98, das ist schon klar, gehen wir mir pleite mit euch Affen. Ubi Dulle, kannst du nachbestellen? Kannst du mal bestellen mir irgendwas? Bestellst du mir irgendwas? Ich kontrolliere jetzt da mal Preise. Wer hat denn das wieder verkackt, sag? Wer hat das wieder verkackt? 1,89. Mal 2, kann ich nicht ausrechnen. 1,90, 3,78 oder so. Das fühlt mir dann schon aus, alles ist besser wie das. Leid. Also so nicht. Wer hat da einfach $3 draufgeschrieben? Ihr kehrt alle mit der Scheißbürsten der Schlangen. Sag einmal. Das ist so typisch. So typisch! Im Chat, aber so eine Riesendrumpfresse, aber sobald dann du hast 1,5 mal 2, ich glaube 2,4. Was zur Hölle ist denn mit euch? Marktpreis 90 Cent, dann machen wir 1,82. So schaut's aus. Was haben wir da? 35, 2 Dings, muss ich wieder alles selber machen. Jetzt müssen wir selber machen. Das passt ausnahmsweise, habe ich wahrscheinlich selber gemacht. Marktpreis, ihr Preis, da habe ich da einen Fall zum Rennen, das sind mindestens 7,50. Mag jetzt auch nicht rechnen. Leg mir Mosch. Wer hat denn da wieder was in 2 Regale eingerannt? Ja, Grutzi, fix nochmal. Ich wirf euch alle raus! Ihr sollt keine 2 verschiedene Produkte oder 2 gleiche Produkte in 2 verschiedene Regale einrammen. Ihr verdammten Fernseher! Himmelvater! Wenn man nicht alles selber macht, was ist jetzt das da? Muss ich mich da jetzt ducken, damit ich das einstellen kann oder was? Gott, ich muss ja Enter drucken, wenn jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Ich kündige, Alter. Mein Meiker, du bist der Chef. Heute. Ich muss mir schnell Schuhe ziehen. Okay. Ich habe die Enter-Taste vergessen. Das sind 2 verschiedene Ts. Ja, jetzt auf einmal! Das war es vorher gerade noch nicht! Das werde ich nachschauen. 2,75 passt. 5 passt. Und das passt da. Das passt da. Habe ich doch nicht Enter drucken müssen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Ubidulla, weißt du überhaupt, was du bestellst? Weißt du überhaupt? Wunderbar ist. Was spielen wir nächsten Mittwoch?
Das da mal 5. Wir brauchen mehr Geld. Hast du gesehen? Wir brauchen mehr Geld. Kann ich jetzt schon mit Brot bestellen, ja? 2 Punkte haben wir. Ich kann Brot bestellen, aber wir haben kein Geld zum Sachen bestellen. Weil irgendwelche Leute das eben sagen und einfach zu billig eingeben. 1,45 steht drin 3,20 €. Leute, es ist utopisch. Wieso kann jetzt ich da eigentlich nichts eingeben? Jetzt kann ich einfach mal was eingeben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso kann ich jetzt nicht mehr tippen? 2 €. Ach, ich muss das Numpad vielleicht wieder einschalten, vor lauter drauf umeinander dreschen. Okay, bin ich schon steil. So, was haben wir da? 1,49 3. Nein! Du dir nein! 2,98. Sonst kauft's keiner. Verstehen Sie? Ha, wieder keiner aufpasst. Für was reden die? Oh, da haben wir, wie schauen wir da drin aus? Von 2,35 € die der mal auf 4,70 €. Leute, so geht unser Bulli pleite. Was macht's ihr für einen Kass? 4,70 €. Wieso geht's jetzt wieder nicht mehr? 4,70 €. Was? 4, was ist denn das für Kassen? Da muss ich so auffahren, hilft nicht. Wenn wir so auffahren. Enter. Was haben wir da? 1,83 €. Das sind schon mal 3 €. 3 € machen wir gerade aus, machen wir 3,60 €. Dann ist das schöner zum Tippen. Fällt mir auch gerade ein. Tu ich euch was Gutes. Jetzt machen wir gerade Preise. Aber halt nicht über der Hälfte. Leid. Alles sind wir da. Ja, immer alles Programm. 5,20 €. Was haben wir da? 3,95 €. Dann haben wir 6, 7,90 €. Glaube ich. Wer ist schon hier? Keine Ahnung. Enter. Oh. Was haben wir da? 2,25 €, 4,50 €, Enter. So, ja, jetzt rein mit den Kohlen. Und dann stellen wir gleich nur eine Kasse hin. Geht's zu im Affenstall. Ja, wobei, wir müssen erstmal Produkte nachbestellen. So, Ubidula. Wie schaut's aus? Ubidula. Wo ist denn der Ubidula? Du, ich vertrau, du schaust, was? Warum? Ja, ich schließe mich an. Embryostellung im Managerraum am Bodenkugeln mit denen Leuten. Was haben wir uns wieder denkt mit denen? Ich höre den ganzen Tag Kassklingeln, aber sehe keinen Profit. Ja, das ist mir schon klar! Wenn es ist Plätze 1,20 mal 2 zum Rechnen! Da! Zweiter Kühlschrank! Brauchen wir einen zweiten Kühlschrank? Weiß ich nicht. Ja, stellen wir mal einen zweiten Kühlschrank hin. Den spendiere ich. Der geht auf mich. Einfacher Kühlschrank. Achtung. Den pulvert man da, weil da passen nicht alle Produkte rein. So, Kühlschrank ist da. Eingerammt den Schund. Und ich mach Preise, weil da gehen wir pleite mit euch. 2,19, 4, 30. Passt schon. 89, machen wir mal 1,70. Das ist schön zum Außergeben, verstehst du? Schön zum Tippen. Gerade Preise. Was haben wir da? Da machen wir 1,80. 3,78 brauchen wir eine, da machen wir 3,70. Vielleicht kaufen dann leider mehr, wenn die Preise ein bisschen niedriger sind, wie das Doppelte eben genau. Schauen wir, wieso kostet es 3.333? Was ist diese? 3,60. Da schau hin. 2,35, das passt auch wieder nicht. Was ist denn das? 4,70. Was haben wir da? Wer tut denn da eigentlich so? Ach, das ist Kassengepiepse. Der große Kühlschrank ist billiger. Das stimmt, ja, aber das hilft jetzt nicht. Warum ist denn der zweite Kühlschrank? Wieso habe ich den eigentlich kaufen müssen, wenn er immer noch leer ist? Warum steht der Flasche im Regal oben? Wenn es einen zweitürigen Kühlschrank haben, sparst du 100 €. Ja, wir haben es aber. Hörst du das Kaching nicht da? Oh, lecker, plus 65, wie haben wir das jetzt? Hat eigentlich irgendjemand von selber die Schachteln weggebracht, Kinder? Da liegen, hallo! Da stehen 100.000 Leute sinnlos umeinander, da draußen stehen 3 Schachteln, eine in die Regale damit. Hopp, 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 hopp. Irgendwer, der sich dazu berufen fühlt, Schachteln zum Tragen. Ah, im Vollsprint, Passi McFly, good job. Ah, hat schon Futscher, hey, schau's da an. Das ist eigentlich schon geil. Ich glaube, dass das richtig gut ist, wenn der Laden größer ist und immer lustiger wird. Jetzt am Anfang ist es ein bisschen schwierig, so dass ja jeder so richtig was zum Tor hat und jeder pimmelt irgendwo umeinander. Aber das wird schon. Oh, da haben wir Preis. Hey, Preisgestaltung! 2,60, 5,20, perfekt. Oh, das übernimmt dann selber die Preise. Das ist natürlich gut. Das ist gut. Und ansonsten schauen wir eigentlich ziemlich stabil aus, Leute. Es ist 22:30 Uhr, das Geschäft ist geschlossen. Was tust denn du, Alter?
Kannst du es bitte nochmal machen? Das war der. Nein, das war nicht der Alibaba Day, das war nicht der. Glaube ich, war das. So, Ende des Arbeitstages. Ich muss schnell vorlesen. Nicht gefundene Produkte 15, zu teure Produkte 6. Ja, das ist mir schon klar. Franchise-Erfahrung plus 1300, sind wir da müssen wir 50 abziehen. Einkommen 3100, wir haben 2500 miesig gemacht, Leute. So, in einer Reihe aufstehen. In einer Reihe aufstehen. Auf die Straße, in einer Reihe aufstellen. Los, zackig, zackig, hopp, hopp, hopp. Ja. Wer pimmelt? Wer pimmelt, fliegt! So. Haben wir alle da? Wunderschön. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein neuer Tag beginnt. Bis gestern war ja wohl nichts. Dass Zahlen im 10er-Bereich ein Problem sind, hätte ich wissen müssen. Habe ich euch aber ehrlich gesagt besser eingeschätzt. Du, das hilft nicht. Heute geben wir uns ein bisschen mehr Mühe. Ich schalte jetzt das Brot frei und dann werden wir so viel Brot verkaufen, dass ein Dampfler da hinten sein epileptischer Anfall aufhört und Fegel. Das ist Missbrauch. Und außerbeselt. So, und jetzt machen wir es alle im Gleichschritt. Dreht euch ganz furchtbar schnell, so wie es der Dampfexpress macht. Bei 3. 1, 2, 3. Okay. What am I doing with my life? Ihr gnadenlosen Vollidioten. Okay! An die Arbeit. Ubidullah, da du der Einzige mit dem Supporter-Pack bist, bestellst gleich einmal, ich kauf Brot. Warte, ich schalte Brot frei. An die Arbeit. So, nein, Rammer, es wird bestellt. Und los geht's. Supermarkt geöffnet, oh, das ist auch schon mal gut, ja. Und wir kaufen mal Brot. Ich bestellst mal gleich mal ein Bagel Brot hier. Franchise-Punkte verfügbar. Wir haben so viel. Aber wir dürfen nicht übertreiben, das ist nichts. Kauf erst einmal ein. Erstmal einkaufen, was nicht da ist. Das sagt man ja eh schön. Wir haben so eine Lageransicht. So, ja, so ist brav. Ab in die Regale. Preise mal hin. Ja, da ist. Hat der Bergdoktor geöffnet, hat immer geöffnet. So, wir haben ein Brot. Das ist dasselbe Brot wie vom anderen Supermarkt, sind wir da hier? Weiß ich nicht. Und sind 3,40. Das ist doch auch dasselbe Mehl von dem anderen, oder? 1,80 ist schon drin. Wie schaut's da aus? 2,90, tipptopp. Da können wir noch 2,90 mal. Schöner zum Abkassieren. Das ist ein Krampf. Haben wir noch einen Platz? Was brauchst du? Nägelneider? Oh, ja, wir haben so viel Brot! Meine Damen und Herren, wir verkaufen jetzt das Brot! Und wir brauchen noch eine neue Kasse, das habe ich schon gesehen. Der Ubidullah, der hat das gut geregelt. So, und jetzt stehen wir wieder den ganzen Tag da und schauen wir denen zweimal beim Kassieren zu. Und, ja, Gameplay mal anders, weiß auch nicht, geh mal auf die Zeit, aber ich einen Preis nicht lesen kann. Da, Alter, wir machen nur Verlust mit dem Täterhund. 2 Euro Einkaufspreis, 3,70 Euro Verkaufspreis, als lauter Psuffere, das sind 5,90 Euro. Haben wir wieder so drauf gezahlt. Und da können wir eigentlich auch mehr verlangen. Wie viel können wir denn da verlangen? Das warten eigentlich 3,50, aber bei 47, dann machen wir 57. Ah, hergeschenkt wird nichts. Donnerstag musst du alle Preise anpassen. Wann ist denn Donnerstag? Was ist denn heute? Heute ist Mittwoch, steht um. Andere Frage. Habt ihr eigentlich schon auf den Like-Button drauf gedüdelt? Wenn nicht? Rest in peace, Mr. Headphone-User. Tschüss dann. So. Produkt, da ist irgendein Produkt aus. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's genau gesehen, ob ich sie. 3,60, das passt ihm gut. So. Wird nichts mehr gehen. Oh, das schaut mich neu an. Was haben wir da? 1,85 auf 3 Foot. Was ist dein Scheißproblem? Schaut das wie Crackhure. Nein, ist egal. Das habe ich nicht gefunden. Margarine. Wo ist der Ubidullah? Ubidullah! Wir brauchen Margarine. Margarine! Da hat aber irgendjemand wieder doppelt und dreifach Produkte in den Kühlschrank eingerannt, dass wir keinen Platz mehr haben. Wo sind jetzt die Pro-Gamer? Und bei da, wir haben noch einen freien Slot. Ein freies Slot, was ist denn das? Das habe ich noch nicht bepreist. Das weiß ich genau. 4,20 Euro. Ja, die kaufen das zum E-Kalorieren. Da gehen wir mir bleiben nur Huhn zahlen mit Münzen. Wo gibt denn das hier?
Wo kommt denn das her? Wo? Wer war das? Wer war das? Was denn? Der erste Supermarkt mit Transpreise gefühlt und missverstanden. Wo kommt das Schädel her? Wer hat das Schädel gekauft? Wer hat das Schädel gekauft? Und wie? Kann man das da irgendwo? No, was ist jetzt das wieder? Na, Supermarkt, nur Hundezahlen mit Münzen. Wer hat denn das wieder da? Da steht ein Pfeffer im Regal. Ein Pfeffer habe ich draußen nicht bepreist. Wieso ist denn der nicht eingerammt? Oh, da haben wir wieder das gute Olivenöl. Das gute Olivenöl. 7,2 machen wir 15 Grad aus. Du, da machen wir 15, 20. Wenigstens hat irgendjemand einen guten Preis draufgeschrieben. Das ist ja schon Mepsi. Das ist zumindest schon Mepsi. Das ist ja schon fast 2 verlangt. Was ist denn da wieder los? Irgendjemand rennt da übereinander wie ein Narischer. Was denn? Wir können Preise. Das habe ich nicht gefunden. Vanillejoghurt und Zucker ist aus. Ubidullah. Hau rein, das Ding. Der Kühlschrank ist halb leer. Kann ich da, wer irgendjemand, wenn ich sag. Ich sag das, wie es ist. Irgendjemand, wenn ich sag. Der ein geschissenes Doppelsprodukt in den Kühlschrank einrammt. Escape und Kick. Ich warne euch. Wer hat das pinke Ding in Hand? Wer war denn das jetzt wieder? Ihr habt so wie das Hütchenspiel. Ihr schaut alle gleich aus. Wer hat jetzt das pinke Joghurt rein? Ja, ist schon wieder raus. Haben wir Glück gehabt. Oh, was ist denn jetzt? Was ist denn da los, oder? So, was kostet das? Ja, das passt ja. Da machen wir aber 3,90 €. Bitte macht's aufs 10 genau gerade Preise. Vielleicht noch aufs 5 €. Den Sie sich leichter beim Abkassieren. Und das Abkassieren ist das A und O in unserem Supermarkt. Und vor allem Kleid verdreschen, wenn es zuerst steht. Ihr steht halt einfach wirklich hinter der Kassen und vermöbelt seit einer halben Stunde in jeden einzelnen Trottel, der zahlt. Leg wieder Haarwasche. Ich stelle mir da jetzt ins Ickerl her. Und ihr müsst... Ihr schmeißt den Laden jetzt von allein, ich fahre in Urlaub. Dann müsst ihr halt einfach mal zusammenhalten. Wir sind keine Firma, wir sind eine Familie. Und wenn ich wieder komme, dann mache ich ein Pizzafest für euch, okay? So, brauchen wir mehr Regale, oder ist das richtig? Weiß jetzt auch nicht. Das habe ich nicht gefunden. Honigmüsli. Es ist alles aus! Baldrian! Honigmüsli, Baldrian! Was ist denn der Ubidullah? Ist der Ubidullah überhaupt noch da? Ubidullah! Wo ist der Ubidullah noch da? Ubidullah! Der Ubidullah ist noch da! Du bist doch ein schlechter Einkäufer, was ist da los? Oder haben wir schlechte Transporter? Weiß ich nicht. Bei uns gibt es 20% auf Tiernahrung, aber auf sonst nichts. Oh, Tiernahrung haben wir nicht! Tiernahrung ist aus! Was ist denn die? Schau mich her, der Baby. Brot ist gleich 3-mal eingerannt, das ist aber auch wichtig. Brot ist nun mal Brot! So sieht's aus. Da ist schon jeder Plate. Er hat das im Überblick. Da, der Pfeffer, was ist mit dem? 2,30 € machen wir da. 2,30 € der Pfeffer. Sehr gut. Was denn? 20% auf alles. Außer Brot. Mir schreibt die ganze Zeit Scheiße ein. Und ich sitze davor. Rick, merci für den Euro. Mein Monk springt im Dreieck, weil die Produkte nicht nach Gruppen sortiert sind. Das stimmt, aber wie soll ich denn dem Sauhaufen, der nicht einmal 1,20 € mal 2 nehmen kann, erklären, was da produktkategoriemäßig nebeneinander erreichen sollen? Sag selber, was ist das wieder? Was war denn da? Mr. Chameleon, is it you? Was ist denn da passiert? Der andere war besser. Aber ja, lass den einmal an, weil ich mir da nichts sehen. Ja, schon, aber Brot wenigstens in ein Regal, das stimmt. So, wenn das Brot da rechts unten jetzt ausgeht, wird da kein... Lass mich jetzt in den Rohgei droschen. Schluss jetzt mit der Scheiße! Da, wirf das Ding da hin. Mein Besen. Den kannst du haben. Und den kannst du haben. Jetzt vermöbel hier mit Leiterin. Hier, Penner! So. Es ist ein bisschen ein Durcheinander.
muss ich jetzt einfach einmal so sagen. Weißt du, wo die Leute mal am besten verrammt sind? An einer Kasse. Darum stellen wir jetzt da nur eine Kasse her. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Achtung. Hoppala. So. Ab an die Kasse! Wer da abkassiert ist, ist scheißegal. Hauptsache es kassiert jemand ab, es muss schneller gehen. Damit der Rest verrammt ist. Wo ist denn das Salz hingekommen eigentlich? Haben wir jetzt wieder keinen Regalplatz mehr für Salz? Mein Kruzifix, ihr rammt einen Scheißdreck zusammen, das ist wirklich unfassbar. Ja, dann müssen wir es wieder da hinwerfen, das hilft nicht. Kann man die Nudeln da wieder ausrammen? Muss ich ein Regal kaufen? Was kostet ein Regal? Produktregal. Ich stelle nur eins hier. Weißt, bei der Ahnungslosigkeit, da muss man einfach Geld drauf werfen. Das war schon irgendwie so. So, muss ich selber herrammen. Ich gehe im Vogel. Um Himmels Willen. So, wegschmeißen tut die Schachtel ein paar anderen. So schaut's aus. So, wie schaut der Preis aus? Wo ist denn das Gerät da am Boden? Wo waren die Geräte alle? Okay, wenigstens werden sie wieder da hin zurückgelegt. Das ist wie in echt. Wo waren die Inventurgeräte? Die werden alle wieder da hingelegt, was waren. So, wie schaut der Reis aus? Der schaut gut aus. Salz schaut auch gut aus. So, haben wir sonst noch was zum Einräumen? Liegt da noch was draus? Schön brav die Schachteln davor geworfen. So ist brav. Was ist mit der Schachtel da? Ja, so ist brav. Da haben wir noch irgendeine kleine Kisten. Wer holt die? Passi, nimmst du mit rein? Ja, das ist ein Playhead. Entschuldigung. Gut gemacht. Warum stehen denn da Sachen im Lager, die nicht draußen im Kühlschrank sind? Ich schieb mir ein bisschen auf, damit man die Nachrichten von den Sklaven lesen kann. Ja, warte. Eine Zeile geht. Wie tun das? Muss mich entsperren. Machen wir so. Schreibt einmal, Babes. Muss klar also. Was habe ich nicht gefunden? Pfefferminze. Wieso haben wir mit Pfefferminze? Mir schalten wir jetzt da nichts mehr frei. Das sage ich euch jetzt freiweg, wie es ist. Wir schalten da nichts mehr frei, weil sonst kommen wir in Teufelskirch. Wir müssen jetzt. Hebt's einmal die Schachteln auf. Ich glaube nämlich nur mit den Produkttyp-Schachteln kann man die Regale wieder ausräumen. Kann man die überhaupt wieder ausräumen? Muss ich selber probieren. Warte, wie wird's da mal hin? Was ist denn das? Das ist das komische Reisklump da. Ja, komm. Mit den Schachteln ab sofort nicht mehr wegschmeißen. Schachteln ins Lager. Auch wenn's leer sind. Warum? Damit wir die Regale ausräumen können. Und das nach Produkttyp sortieren. Und vorher sperren wir mich nicht. Weiter. Bürger, kannst du die Leute jetzt zuteilen? Nein. Du glaubst selber, dass da irgendjemand hört. Ich wiederhole. Manche haben Probleme, 1,2 mal 2 zu nehmen. Ohne ins Handy zu schauen. Jetzt warten wir, bis der Tag gar ist. Und am nächsten Tag bauen wir mit euren um. So schaut's aus. Aber wenigstens klingeln Kassen. Das ist ja schon eine Epse. Und alles, was die jetzt da noch rauskaufen, tippitoppi. So, ja, was ist. Aber so ist schon mal gut. Also im Grund, das Schwarm umeinander wuseln funktioniert. Drinnen auf der Tafel ist ja das da gestanden. Ja, aber das funktioniert nur mit NPCs. Also war ja Chaos. Natürlich war es geil, wenn es ein Rollensystem geben hat, wenn ich zum Beispiel den Leute da in dem Menü zuweisen kann, du darfst keine Schachteln heben, sondern du darfst nur Kasse bedienen und so weiter und so fort. Aber das ist ja das, was das Chaos auslöst, so ein bisschen und was dann lustig zum Spielen ist. Eigentlich müssen wir sie ja untereinander abschmatzen. Schau mir auf das Schudel. Was steht denn am Schudel? Sie, kaufen. Wie geht das? Das hat mir immer noch keiner gesagt. Mitarbeiter muss jetzt freischalten, Bürger. Ja, das weiß ich schon. Aber ich brauche ja keine Mitarbeiter. Ich habe 16 Trottel, die umeinander wuseln und keiner weiß, was da sollen. Keiner rammt jetzt mehr Regale ein. Nix einräumen. Nein! Nickelneider! Ausräumen! Nickelneider wieder ausräumen! Schnell! Ausräumen! Wir müssen sowieso alle Regale ausräumen. Die werden anders angeordnet. Westen! Wo Süden? Zünd's die Buden an! Nix mit tot sind. Da kommen wir schon noch so weit. Das wird schon noch. Der hat sich nicht oben. Ein paar Deko-Sachen fein wir noch. Nickelneider hat's gehört. Passt. Alles aus die Regale. Da, Fruchtjoghurt, die finden nichts mehr. Das ist wurscht. Lasst einer die Regale auskaufen, die da. Wo kommt denn das jetzt auf mir her? Wo kommt denn das Ketchup her? Wo ist denn mein Gerät? Stimmt da der Preis? Haben wir jetzt die Leute schon gelernt zum Rechnen. 2,35.
Da machen sie 470, das ist in Ordnung. So los ich mir das eingehen. Und da machen wir 690, ist schöner zum Abrechnen. Nochmal zuhören, auf 10 Cent abrunden bitte. An alle, die Preise machen. Ich glaube, der Mainmeiker ist umeinander geguckt. Schau mal aufs Schild, da steht's, wie es geht. 0180464. Was denn? How much is the fish? Wir haben ja noch keinen Fisch. So, haben wir jetzt fertig mit diesem Tag? Nein, sind wir nicht. Da, der Sanders vermöbelt immer noch. Jetzt kriegt er aber dann langsam. Mr. Sanders, du mädst dich selbstständig, wenn du dann Kumpadren brauchst zum Leid vermöbeln. Die Polizei! Das hat was Nice gesagt, Jane. Oh, haben wir schon wieder über 1000, das ist gut. Das ist gut. Das habe ich nicht gefunden. Frucht, was tust denn du eigentlich da hinter weg? Das wäre kein Horrorspiel, oder? Herr Bürger, kennst du nicht irgendwas anzünden oder springen? Ich glaube nicht. So, haben wir es jetzt dann bald? Ach, es ist ja noch nicht einmal 10:30. Die sollen jetzt Regale leer kaufen. Los! Wir sowieso wieder alles ausräumen müssen. Und dann, damit sich jeder auskennt, jedes Regal und jedes Produkt ist nur einmal im Regal. Nicht zweimal Joghurt übereinander und dann da wieder Brot und dann nochmal Brot und dann nochmal Brot, sondern einmal Brot in einem Regal. Ist es angekommen und verständlich? Ich hoffe. Herr Balthasar, mehr ist wieder ein Zwickel. 29 mal 2 ist aber auch schwer. Das ist doch 1860. Ja, Minimum. So. Und dann haben wir es eben. Was ist mit ihm? Warum haben wir erst einen Schlaganfall? So, es ist 22:30 Uhr, wir sind bei Level 9. Das, wenn wir einigermaßen koordiniert hinkriegen, dann wird das richtig stark. Richtig stark wird das. Aber dazu müssen wir ein bisschen aufhören zum Wuseln. Ich glaube, jetzt haben wir es dann. Die Nutella, das Besen. Wer tippt denn die Scheiße und wo? Ah! Die Mom is my Mount. Name ändern. Das wissen nur die Besten, was das bedeutet. So. Haben wir es jetzt geschafft. Freunde der Sonne, nehmt mal die Schachteln und rammt alle. Wo halten die ganzen Schachteln hin? Wir haben jetzt die ganzen Schachteln weggeworfen! Oh Gott! Warum hören wir keiner zu? Ich hab doch gesagt, wir sollen die langen Schachteln aufheben, damit wir die Scheißdrecksprodukte da rausräumen können, damit ich die Scheißregale umplatzieren kann. Wir haben jetzt die Regale, wir haben jetzt die Schachteln weggeschmissen. Oh. Vieles haben wir wieder eingeräumt in die Schachteln, die da waren. Okay, das lasse ich durchgehen. Aber vieles heißt nicht alles und es ist mindestens eine Schachtel weggeworfen worden und keiner hat mir zugehört. Ja gut, dann hilft's nicht. So, was machen wir jetzt da draus? Manager, bitte an Kasse 3, da will ich immer eine Retoure. Ja, ich scheiß aufs Fördermantel. So schaut's aus. So, was brauchen wir? Kaufen wir mal, jetzt weißt du, was wir jetzt tun. Jetzt kaufen wir einen Doppelkühlschrank. Und noch ein Regal, weil ich immer noch glaube, dass wir mir nicht alles unterbringen. Das müssen wir dann so und so umräumen. Wie tun wir das? Produktregal. Achtung, das kaufe ich kleiner. Machen wir so. Ach Gott, sie fix. Machen wir so. Und wenigstens ist der Kühlschrank klar? Nö. Produktregal ist ja scheißegal. Hauptsache, dann kauft man den Doppelkühlschrank. Geht der da hinten? Nö. Ja, aber da geht er her. So. Ich wurde im Lager missbraucht.
Einfach das Regal klicken mit E, das musst du nicht ausräumen. Was seit wann denn das? Habe ich das nicht gerade 25 Mal gemacht und es hat nie funktioniert? Schande über mich selbst. Und ich töte mir selbst ins Ohr. Nein, das haben wir schon einmal gehabt, da bin ich mit dem Tinnitus am daheim gelingt. Das ist nichts. Das ist nichts. Möchtest du mich jetzt komplett verarschen? Kurze Frage in die Runde. Möchtest du mich jetzt komplett verarschen? Ist der Account da echt? Das glaube ich nicht. Tanzelmann! Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist das zweite Mal in 5 Jahren, dass du bei mir im Stream herin bist. Wenn das echt ist. Is this true? I don't know. Der Tanzverbot hat gerade guten Abend geschrieben. Da muss ich natürlich kurz innehalten und sagen, es ist mir ein Fest. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken. Ich habe zwar keinen Dunst, ob du... Ist das dein verdammter Ernst? Du bestätigst gerade etwas. Du bestätigst gerade etwas, was ich mit Sicherheit irgendwann mal in diesem Stream erzählt habe. Liebste Community, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich irgendwann, das ist mit Sicherheit in den 5 Jahren, habe ich mal erzählt, dass ein Kindergartenfreund, den ich seit 30 Jahren kenne, einen kleinen Bruder hat. Und der kennt einen Tanzi. Und dann habe ich erzählt, so, Luftlinie 300 Meter, schickt mir der ein Beutel, wo der Tanzverbot vor seiner Haustür steht. Und ich so, hä? Und dann, it is what it is. Damit wurde es bestätigt. Herr Tanzverbot, sagen Sie dem Andi einen schönen Gruß. Wie zur Hölle? Warum? So. Also ich habe eine grundlegende Frage. Warum? We did it, boys. Das ist sehr amüsant. Du warst vor ewigen Gezeiten schon mal bei mir im Stream. Ist mir gesagt worden, da hab's ich noch nicht kapiert. So. Das war vor 5 oder 6 Jahren oder so. In der Hoffnung, du verstehst meinen Dialekt. Und da habe ich es nicht geglaubt. 6 Jahre später, Déjà-vu. So, ich muss jetzt aber leider Gottes meine Community dazu zwingen, dass es für mich arbeitet. Ja? Ein Supermarkt führt sich nicht von selbst. Wo haben wir stehen geblieben? Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen überfordert jetzt gerade. Jetzt bin ich nicht gewohnt, dass Prominenz einer schwappt. YouTube durchgespielt, Tanzverbot im Chat. Ja, sagst du das? Krank zum Loch erbracht, Tanzverbot im Chat. Das ist die zweite Geschichte, die ich mir neben dem Playbutton hänge. Warte, kurz Screenshot. Stell die Kühlregale an einen Fleck hin. Wir wollten mal umbauen. Guter Punkt. So. Es ändert aber nichts daran, dass wir mir die Produkte da ausräumen sollten. Zum Umbauen. Jetzt hat der Supermarkt, das ist harte Arbeit. Ja, ist eine harte Arbeit. Greenscreen. Was ist mit dem Greenscreen? Das da? Oh. Das ist mein Pip. So. Chill die Kniescheibe. Hauptmann, merci für den Reset, Balthasar, merci auch. So, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Warum eigentlich umstellen? Umstellen macht überhaupt gar keinen Sinn. Du meinst Katzlers mit, was? Bye-bye? Ich check überhaupt nichts. Egal. Was wollten wir mir eigentlich da? Weißt du, was wir jetzt, wir haben ja nur noch 600, hat irgendjemand was nachbestellt? Wir haben doch viel mehr Geld gehabt. Was haben wir gekauft? Ah ja, ein Regal und einen doppelten Kühlschrank. Okay. Ubidullah, ab in die Bestellecke. Bestellen, oder lass mich mal bestellen. Ich muss mal schnell sehen, wie das geht. Lass mal mir schnell mal da. Produktbestellung, ja, das ist keine Produktbestellung. Grundprodukte 1. So, wie war das? Haben wir noch? Ja, ich bestelle selber. Ich mach das schon. Haben wir noch? Haben wir nicht mehr? 110, passt. Kaufen. So, es ist was gekauft. Draußen links Schachteln. Ab dafür. Eirammer ins Regal. Ganz ehrlich, wo ihr die Scheiße einrammt, ist mir scheißegal. Abflug jetzt. Grundprodukte, da haben wir bloß noch 3. Wie viel Geld haben wir noch? Ja, brauchen wir nicht. Da haben wir noch genug, da haben wir noch genug, da haben wir noch. Da. Kauf mir Pfeffi, Margarine und geschnitten Brot. Das darf man anders nicht mehr sagen, was kosten. Für 150 kriegen wir leicht die 14. Ja, Fruchtjoghurt. Der Joghurt ist aus. Magerkäse, nehmen wir auch noch mit. Den Emmentaler haben wir auch nicht mehr fähig. Ich passt schon noch ein. Oh, der kostet 90. Haben sie dir ins Hirn geschissen, was der scheiß Käse kostet? Grüner Tee. Zauberhaft. Ein wenig Pfefferminz und ein wenig meine Minz. Wo der Unterschied ist, das weiß ich nicht. Und ein Baldrian, damit der Mann sauber schlafen kann. Kostet 560, ja, das ist nix. Was der mir jetzt da weg, was ich gekauft habe, was wir eigentlich nicht brauchen, zum Beispiel
Habe ich geschnitten Brot. Herr Ubitulla, kannst du da mal weggehen? Ich kann meine Preislisten nicht sehen. Ich kann die Preisliste nicht sehen. Der Hauptmann schreibt übrigens, der Bürger bin einmal wieder da. WB ist der Hauptmann und der Tanzverbot. Ne? Kannst du mal, ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber das hätte man vielleicht vorher mal sagen können. Liebe Community, begrüßen Sie mal den Herrn Tanzverbot. Wenn ich nicht weiß, wer der Tanzverbot ist, wo zur Hölle warst du die letzten 5 Jahre? Leo, merci wieder ein Resub. Goalie, merci wieder ein Fünfer. Servus, Chefe, Promis und der Squad. Like nicht vergessen, das ist richtig. Der Like ist wirklich verschissen wichtig. So, was wir jetzt da aus dem Ding aussieht, damit wir uns das kaufen können. Alter, der scheiß grüne Tee kostet 120 €. Sind Sie hier nicht geschissen, oder was? Minze. Der mit Minze aus. Kaufen! So, jetzt liegt ein Haufen Schund da. Ab dafür! Ab dafür, ab dafür! Vorher sperren wir nicht zu, vorher geht keiner heim! Ich sperre euch alle in der Tür. Ey. Oh ja, und morgen ist Donnerstag. Da müssen wir die Preise wieder anpassen. Das machen am besten wieder ich, weil sonst weißt du das eh. Es ist 20 vor 10. Alles klar. Mike, mir ist wieder ein Resub. Das verflixte erste Jahr haben wir wohl auch geschafft. Du bist ja schon bei 13 Monaten. Du bist ja quasi bei 12, 1,08 oder so. Wundert mich gerade, dass ein Bürger das juckt, wenn ein großer Streamer reinschaut. Die dem eher schleicht die zutraut. Na. Wenn es jetzt jemand ist, den ich nicht mag, dann ja. Dann wahrscheinlich ja. So, was? Hey, Flug. Kasperl. So, haben die Sachen eingeräumt, das schaut doch stabil aus. Und da die sagen, fangen wir, wer ist denn der Eischerlein? Du bist neu. Ja, du findest schon Arbeit. Bei uns darf ja jeder. Der Dampfexpress kündigt, ja, du bist eh raus. Tschüss dann. Bettwanze ist immer noch da. Playhead ist auch immer noch da. Was haben wir da? Schachtel. Ja, so ist brav. Schachteln werden nicht mehr weggeschmissen. Richtig so. So, haben wir jetzt alles? Ich glaube schon. Jedes Produkt ist eigentlich einmal eingekauft. Fast. Das heißt, wir machen jetzt einen neuen Tag und lassen wir abkassieren. Jetzt schauen wir mal, jetzt wird er wahrscheinlich 500.000 nicht gefundene Produkte plus 22. Das kann ich nicht glauben. Unsere Tagesbilanz ist bloß minus 700. Ich habe einkauft wie ein Vollgasnarischer. Na gut. Freunde der Sonne, ein neuer Tag, neues Glück. Das wird wahrscheinlich der letzte Tag, weil das alles eh wieder. Brutto Wosten, wo die Schellen noch lange nachhalt. Ich weiß nicht, erfindet ihr da draußen Werbesprüche oder was ist denn mit euch? So, die ersten 3, die haben anständig, die haben gleich geschaltet an die Kasse. Das ist wahrscheinlich die schönste Arbeit, die man haben kann. Ich sperre sofort auf. Da der wir gar nicht lange umeinander. So, und ich mache jetzt den Einkäufer. Ich glaube, wir lassen die ganze Regalsituation so bestehen, wie sie ist. Es werden aber Preise kontrolliert. Jeder schnappt sich jetzt so ein Inventurgerät und wir kontrollieren mal alle die Preise. Los! Los! Da, 1,98 mal 2, dann machen wir 3,90 €. Zack. 94 Cent, dann machen wir 1,70 €. Das haben sie doch Preise geändert, oder? Aber da ändern sie wahrscheinlich nicht alle, kann das sein? Weiß ich nicht. 90 Cent, da machen wir, kann man 1,80 € draufschreiben. Schau, hier, habe ich wieder 10 alleine geholt. 2,65 auf 5, da können wir locker 5,20 machen. 2,93 €, das passt gut. Das Ketchup 2,50, da können wir locker 5 draufschreiben. Easy. 3,49, machen wir 6,90, das passt super. 3,89, 77 passt auch. 2,99, 5,90 passt. 1,80, 3,60 passt. 3,95, 90 passt. Das schaut doch gut aus. Schau her. Aber das passt nicht mehr. Da haben wir Vorteile erworben. Wer war denn jetzt das? Wer war das? Unimog, Steffi? Kommen wir das wieder zu? Warum derzen das? Warum derzt man das an? 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 Warum denn? Warum? Warum? Jetzt habe ich Kopfweh.
Du hast jetzt, ach komm, Alter, du hast jetzt nicht wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flasch. Fahr bitte einmal mit dem Besen durch. Bitte. Marcel, Supermarkterweiterung erworben. Was denn jetzt noch für eine? Wir hatten jetzt da irgendjemand hat da irgendwas gekauft. Ich weiß nicht, was. Wir hatten jetzt da was gekauft. Was ist denn da gekauft worden? Warum ist denn jetzt da hinten der Eck gekauft worden? Was soll denn da mit euch? Gutes Personal ist so schwer zu finden. Schau so die Affen. Einer weniger Ahnung wie der nächste. So unfassbar. So. Ich erkläre jetzt kurz, warum mich das so erschüttert. Also. Mit jedem Punkt, der da freigeschaltet wird. Das hat schon einen Grund, warum ich den nicht freigeschaltet habe. Mit jedem Punkt. Ich wirf das Ding schnell weg, damit man es gescheit lesen kann. Mit jedem Punkt, den er da jetzt freigeschaltet hat, ist da eine neue Kategorie gekommen mit jeweils 6 Produkten. Für die wir kein Geld haben, für die wir keine Regale haben, für die wir keine Kühlschränke haben, für die wir keine Tiefkühltruhe haben. Aber die Kunden, die einer kommen, das Zeug kaufen wollen. Ihr verdammten Ahnungslosen! Und der Bettwanze fragt unten, wo kommt denn der ganze Zucker her? Jetzt gehen wir jetzt da ein Maul. Halt's da ein Maul, das ist ja unfassbar. Unfassbar, was der jetzt? Wir brauchen Lösungen, Leute, wir brauchen Lösungen! 42 Produkte mehr! Das heißt, wie viele Produkte kriegt man in ein Regal ein? 4! Das heißt, wir brauchen 11 Regale! Oh Gott, ich hab Kopf, ey! Jetzt haut mir noch irgendjemand eine ein, wir waren das mit dem Besen. Ich flippe aus! Und dann ins Regal einschauen, so. Vor allem jetzt kriegen wir halt auch kein Geld mehr, weil jede Kundschaft, die einer geht, von 10 Produkte wahrscheinlich 8, die sucht, das nicht findet. Nickelnator hat's richtig geschrieben. 11 Regale mal 0 Geld ist gleich Insolvenz. Ja, wir sind doch deswegen nicht gleich insolvent. Wir verkaufen nur keine Produkte mehr. Komisches Déjà-vu hab ich da. Ja, ein bisschen Geld kommt schon rein. So, jetzt ist die Frage, was war zuerst da? Wir haben noch freie Regalplätze. Ich fange jetzt das Einkaufen an. Ubidullah, das tut mir jetzt wirklich leid. Du kriegst einen Applaus. Du hast alles gegeben, aber das manage ich jetzt. Du musst jetzt leider Gottes die Produktbestellung, weiß ich nicht, park deinen Besen und stimmt, Preise kontrollieren. Das traue ich dazu. Machen wir die Preise richtig. So, und ich schau, was alles da ist. Minze. Minze. Fangen wir an. Da, das bei. Wer hat denn da eigentlich 143 Salz einkauft? Wer braucht 143? Ist ja wurscht. Regt dich nicht mehr auf. Wusa, wir brauchen mal Lösungen. Und, ach Gott im Himmel. Ich weiß ja gar nicht, wo sagt man denn, wo man die einrahmen kann. Sagt man das irgendwie an einem Symbol, ob die in einen Kühlschrank kehren? Ah. Das heißt, ich kaufe nur Regalprodukte. Da haben sogar 6 SIM-Produkte drin. Okay, Grundprodukte. Orangensaft, Barbecue-Sauce, Senfsauce, Spaghetti. Kann ich mir nicht mehr leisten. 2,50. Schwappt einmal noch $30 rein. Ich brauch $30, Kinder. 2,84. Das schaut gut aus. Kaufen. So, Leute, Produkte. Aber jetzt Avanti. Avanti, zack, zack, eine ins Regal.
Los! So mag ich das sehen. Schau mal den Zuckerbestand da. Was für ein Zuckerbestand? Wo ist der Zucker? Zucker, wo ist der Zucker? Reis, Zucker, Grundprodukte, das ist doch bei Grundprodukten mit Sicherheit drin, oder? Zucker? Wir haben nicht so viel Zucker. Da, Pablo Esco Zucker. Haben wir nicht so viel. Um genau zu sein, gar keinen. So, wie viel Geld haben wir schon wieder? Das ist halt jetzt das Pro. Was haben wir da? Wir hatten jetzt da. Ist das umgestellt worden oder ist das gekauft worden? Es ist totale Anarchie. Du kannst halt auch nichts. Was ist das so? Habex Manager Schmiede, wir sind nicht pleite. What? Der Kontostand bleibt geheim. Dieser könnte die Oh, scheiße. Es gibt die Antwort könnte die Belegschaft verunsichern. So. Wir haben schon wieder 170, ich bestelle gleich wieder noch. Wird sofort wieder nachbestellt. Was haben wir da? Grundprodukte. Erstmal machen wir alles von unten nach oben voll. Spaghetti, Thunfisch, Ballaststoffgetreide, das ist das Allerwichtigste für alle. $50 Breino. Her mit die Thunfischpastete ist echt schweineteuer, die lassen wir noch weg. Supreme Flur. Das nehmen wir. Wenn man das wieder auf Deutsch übersetzt, das weiß ich nicht. Du hast über 200 Zucker. Wo steht denn das? Wo steht denn, dass ich über 200 Zucker habe? Da steht 0. Oder ist das ein anderer Zucker? Gibt es da anderen Zucker? So, jetzt habe ich 143. Wo ist denn? Ich sehe da keinen Zucker über 200. Was schreibt denn da schon wieder für einen Käse? Wie viel haben wir? 250? Wie viel brauche ich? 180? Ballaststoff, Thunfisch, Pastete, die kann ich mir nicht leisten. Dann nehmen wir noch einen schwarzen Kaffee dazu, nein, irgendwas Billiges. Haben wir noch, das kostet da eine Rohrzuckerbox. Rein damit. 226 kriegen wir einen Hummus. Der gute Hummus. Kaufen. So, es gibt neue Backel draußen. Schneller. Hopp. Einräumen. Was ist denn da? Der Russe meines Vertrauens ist da. Merci die Bürger. Am Montag war ich komplett am Ende. Du hast eine gute Ablenkung geleistet. Danke. Es ist mir ein Fest. Was auch immer los ist, ich mag es gar nicht wissen. Geht mir einen Scheißdreck und die anderen auch. Ich tippe aber mal auf 10 zusammenbeißen, durchgedreschen. Danke dir, das hätte nicht 25 Euro kosten müssen. Dankeschön. Staudi, merci für den Fünfer. Einmal mit Profis war gestern, heutzutage heißt es einmal nicht mit Idioten. Das ist absolut richtig. Mike, merci dir. Leo, merci dir. Goalie, merci dir. Stefan, merci dir. Hauptmann, merci dir. Balthasar, merci dir. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Kuss auf die Nuss. Gruppe 1 ist Zucker. Gruppe 1! Gruppe 1 ist Zucker. Gruppe 1. Ja, und wo ist da? Da ist Zucker, da steht... Oh. Jetzt halt. Ich habe immer bloß die roten Zahlen angeschaut. Weil ich gewusst habe, dass wir irgendwas im Lager haben. Produkte in Karton. Ja gut, Zucker brauchen wir keinen mehr. Wer da so viel Geld für Zucker ausgegeben hat, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, jetzt gibt die Thunfischpastete, dann haben wir das komplett. Abkassieren, Leute. Abkassieren. Ich muss noch Weißmehl, schwarzer Kaffee, Eierschachtel, Hummus und Zucker kaufen. Wie schaut's mit den Regale aus draus? Haben wir mit noch einen Platz? Da ist ein ganz leeres Regal. Ubidullah, ich vertraue auf die, dass die Preise passen. Und wer immer da die Leute da verprügelt, können sein, dass nicht die Kundschaft herin verprügeln, die müssen der Geld da lassen. Erst wenn sie Zeit haben. Kontraproduktiv ist ja das. So, Flugbison abbauen, du warst am Anfang noch nicht dabei. Kuss auf die Nuss, habe die Ehre. Ubidullah schreibt, ja, Sir. So ist gut. So lobe ich mir das. So, haben wir wieder 250, wird schon wieder einkauft. Thunfischpastete, Kaffee, Eierschachtel. 25 ja, haben wir schon. Nächsten 3 Kartons sind da. Was euch übrigens jetzt als Sporn kennt, sage ich euch freiwillig, wie es ist, das kriegen wir mir niemals geschissen. Wer möchte eine Aufgabe haben, der kommt zu mir her und stellt sich davor her, ich suche einen aus. Los! Es wird keine schöne Aufgabe, sage ich euch gleich schon. Gibt's Fett zum Verkacken. Ich schlage euch mit dem Besen. Keiner? Doch, Bettwanze, du warst der Erste. Bettwanzenmann, ich brauch die. Oder weißt du was, nehmen wir 2. Pass auf, Bettwanze, du. Da kann es sein, dass vermöbelt Leute, wenn du die Leute nicht mehr vermöbeln möchtest, dann tust du mal was anderes. Bettwanze, Colonel Sanders, Kili. Passt, die 3 kommen mit. Die leeren Schachteln brauchen wir nicht mehr. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Jede Schachtel nehmen, ganz genau drauf schauen, dass auch ja nichts mehr drin ist. Ja? Dass ja nichts mehr drin ist und vorher, das steht da oben halt. Und dann schmeiß ich, Alter, ich komme mir gerade vor wie in der echten Arbeit drin.
ohne Scheiß, jetzt hat's gerade kurz gekickt, Alter. Und zwar richtig ekelhaft. Ich wiederhole, auf die Schachtel draufschauen, dass da ja nichts mehr drin ist und mir nicht Produkte wegschmeißen. Ob wir mir in der Arbeit vielleicht schon mal Schuhschachteln inklusive Schuhe weggeschmissen haben. Kann mal passiert sein. Und dann schmeißen wir die alle da hinten in den Container ein. Bitte nichts wegschmeißen, was da was drin ist. Bitte nicht. So, 2030. Bald haben wir alle Urlaub. Geht's auch nicht, die Mitarbeiter. Es ist 5 vor Zappenduster, du. 5 vor Zappenduster. So, wie viele Regale haben wir noch? Haben wir noch Regale frei? 1, 2, 3, 4. So, dann stell ich jetzt da irgendjemand anders da noch ein Regal rein. Wir hatten das wieder so schief platziert. Ich kriege einen Vogel mit euch. Warte mal. Machen wir so. Wie kann ich das schöner platzieren da? Kruzifix, wächst du mir Arschloch, wann das jetzt wieder? Alter, dein dummes Mal, Trottel. Und lass mich jetzt das Regal da hinstellen. Nein! Jetzt hat's dich selber geworfen, du Trottel. Alter, dein Maul. Ich flippe aus mit euch. So, wie viel Geld haben wir? 225, ich will sofort nachbestellt. Was haben wir da? Der gute Hummus ist aus. Zucker. Weißmehl. 175, ja, das können wir uns schon leisten. Jetzt pass auf, was haben wir noch? Der Orangensaft geht langsam aus. Den bestellen wir auch noch. 219, passt, das schaut gut aus. Ich bin der Einkäufer von Welt. Ja? Jeder soll mich sofort bei sich als Einkäufer einstellen. Das steht auf alle Fälle hier. Und da haben wir Grundprodukte. Die sind so viel, Alter. Da haben wir Macaroni. Oh, da gute Öko-Zucker. Entschuldigung, ich habe noch nichts gehört vom Chemo-Zucker. 300. Wir haben jetzt wieder ein Regal gekauft, was für ein dämliches Arschloch! Kruzifix nochmal! Das ist der Kassierer, weil der einen Besen in der Hand hat und automatisch beim Kassieren mit dem Besen zuhaut, wenn er in die Kasse reinklickt, der Hein. Komm halt doch dein dummes Maul. Okay. Ja, okay. So, komm jetzt bitte schon auf, wenn mir Regale zum Kaufen wären das nicht. Was machst du mit Regale, wenn keine Produkte drinstehen, du Ahnungsloser? Obidula, ja, ist in Ordnung. Solange ich nicht da stehe, Obidula, übernimmst du. Ich kaufe jetzt das da einfach. 259, kriegen wir eins noch. Einmal noch abkassieren. Echt jetzt? Klang jetzt um verschissene 5 Euro nicht? Ja, dann müssen Macaroni noch warten. So, Leute. Ich flippe aus. So Siemens Lufthakenregal. Du kannst ein WLAN-Kabel kaufen. Zwar müssen wir im Besen einen Managerraum verteidigen. Eigentlich sollten sie das tun, ja, aber man kann ja einfach freiwillig, jeder kann einfach Regale kaufen. Das ist ja der Scheißdreck, warum da so viel Chaos ausbricht. Aber die gehört halt dazu. It is what it is. Ja, schauen wir gut aus. Nein, schauen wir nicht. Rammt jetzt einmal hallo, mich sollst natürlich schon einer lassen, du Zipfel Adam. So, ist der Tag jetzt vorüber, ja, bis spätestens 22:03 Uhr. Ich sperre jetzt da zu. Himmel, Herrgott, Alter, ich schwitze wie eine Drecksau. Aber irgendwie, aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen, haben wir mir plus 437 Euro gemacht. So, wie schaut's aus im Chat? Sollen wir noch einen Tag machen? Dann müssen wir das Chaos in Ordnung bringen. Jetzt versuchen wir den letzten Tag halbwegs ernsthaft so gut hinzubringen, wie es geht. Dass wir tatsächlich Kohle machen. Das heißt, abkassieren, ich kaufe nur eine 4. Kasse, sobald man mir 1000, ich kaufe jetzt noch ein paar Produkte, so für $500, und dann kaufe ich eine 4. Kasse, und dann schauen wir, dass wir diese Regale immer gefüllt kriegen, und jeder hat ein Preisgerät in der Hand und kontrolliert die Preise. Und ich möchte $2000 Tagesumsatz.
Und ihr beim Zuschauen smasht den verdammten Like-Button für den Drecksauhaufen da. Das sind ja alle nicht gezaubert, nicht am Boden anwuseln. Und einen, wenn ich nur mit einem Besen in der Hand zeige, dem schieb ihn so weit in den Arsch, dass er nicht mehr weiß, wie er heißt. So, Geschäft ist geöffnet, Kasse besetzen, los! Außer der Kili, der darf am Besen behalten, der muss den Managerraum verteidigen. Und niemand außer mir kommt da rein und außer. Passt. Das ist so schön ruhig, merkst du das? Ich mache mal wieder, warte. Ich mache Musik wieder ein bisschen lauter. Muss ich den Deppenhaufen nicht so laut hören. Ist gut. So. Beni! Her mit dem Besen! So, gibt noch nicht recht fett zum Torleid. Es ist, was es ist. Das hilft jetzt nicht. Kontrolliert rundum gehen, Preise kontrollieren. Immer das Doppelte, aber nie mehr als das Doppelte und auf 10 Cent oberrunden. Wenn die Artikel mehr wie das Doppelte kosten, dann kauft's die Kundschaft nicht. Und wir brauchen mal jeden Cent, um aus dem absoluten das ist keine Prophezeiung. Aus diesem Chaos da wieder raus zum Kommen. Und wenn ich noch einen dabei erwischt, dass er auf dieser Tafel rumdrückt, dann schmeiß ich mit meiner Scheiße. Mit Anlauf. Okay? So, Kundschaft ist da. Niemand verprügelt Kundschaft, währenddessen es zum Kaufer geht. Okay? Dann dauert es nur länger. Ich glaube nämlich, ich habe den Loop durchschaut. Selbst wenn da 20 Kassen stehen, kommen also für Kunden, dass das bedient werden kann. Herr Obi, du schaust ein bisschen aus wie der Mr. X aus Half-Life. Ist nur irgendwo ein Besen über. Nix Besen! Der einzige, der ein Besen hat, ist der Kili. Und der Gurt und der Flash, den brauche ich nicht sagen. Der kann sowieso da, was er will. Das ist ja wurscht. So. Ja, gut, und der Weibi als Besenständer im Ecken, das ist auch noch in Ordnung. Die wissen das nicht gemeint dann. So. Wir haben schon wieder $124. Ich schaue, was ich kaufen kann. Kili, ich habe... Ah! Ja, kann passieren. Da sitzt die Hand einfach locker am Besenstiel. Das ist in Ordnung. Passiert die Besten. Du nimmst deinen Job einfach ernst, das ist okay. So, was brauchen wir? Macaroni, Ökozucker, brauner Zucker. Bei wie viel haben wir? 187. Passt. 3 neue Schachteln da, außen rundum, zack, zack, einräumen. Platz haben wir genug. Dankeschön. Ah, Nickelnetter, das habe ich schon gesehen. Du bist der Lageristenchef. Und Bettwanzen übrigens auch. Die ist auch seit Anfang an dabei, ist bemüht. Mein Mike auch. Er macht schon Inventur, da haben wir noch gar nicht angefangen. Was wir zum Beispiel, Leute, was wir bitte vermeiden, ist das da. Das ist einfach 2 Regalplätze zu viel. Bitte nichts mehr einrahmen, nicht ein Produkt in mehrere Regale. Wir brauchen jeden einzelnen Regalplatz, damit wir mir die 42 zusätzlichen Produkte, die uns irgendjemand freigeschaltet hat, in die Regale reinkriegen. Falls jemand die Schachtel fehlt, Bettwanze, bester Mann am Platz. Er hat's verstanden. Nice. Good fucking job! Es ist wieder Bettwanze. Press F in den Chat für die Bettwanze, genauso muss das laufen. Jetzt, wenn du mir noch für das Mai da unten eine Schachtel rausziehst und das ausräumst, dann kriegst du einen Friedensnobelpreis, das sagt er ich. So, ich gebe den Einkaufen, Kili. Dankeschön. So, wir haben $300. Rein ins Viech. Wir haben Sonnenblumenöl, Kartoffelbrei, Kartoffelbeutel. Wie viel Geld haben wir? 350. $325. Los! Ist schon drin. Kaufen. 3 neue Schachteln sind da. Einräumen. Los. Kili, dankeschön. Ah, schaut gut aus, schau hin. Das schaut gut aus. Ja, und auf einmal läuft das. Schau her. Und auf einmal läuft das. Ich sag nichts doppelt. glaube ich, nichts doppelt. Ja. Ja, das machen sie gut. Was sind denn das für Drumdinger da? Was zur Hölle ist denn dieser Kartoffelsog? Okay. Balthasar, mir ist wieder Zwickel, halbwegs ernsthaft, bei dem Sauf. Ja, jetzt passen wir auf, jetzt eskaliert es nämlich dann gleich komplett. So, das nächste Mal kaufe ich auf alle Fälle Kühlprodukte, weil uns langsam die Artikel, der Platz ausgeht für die Regalartikel. Oder ich kaufe einfach nur noch Regale beim nächsten Mal so. Jetzt pass auf. Das stellen wir jetzt, ja, da kannst du jetzt nichts dafür, das passt schon. Ramm noch ein. Alles gut. Alles gut. So, da kommen jetzt nämlich noch 2 Regale hin. Haben wir das Geld dafür schon? Ja, haben wir. Machen wir so. Zack. Ja, schau her und schon flutscht es. So, Kassierer am Start. Habt das da hin. Hey, wenn irgendeine Kasse backt. Na, scheint zu funktionieren.
Jeder kriegt eine Kundschaft, außer der Beni, der steht ziemlich allein da. Beni, das tut mir ein bisschen leid, der lässt das schon ein bisschen an den Kopf hängen. Beni, es tut mir so leid, aber du hast stets bemüht. Wer hat jetzt da gekauft? Irgendjemand was gekauft. Was ist dein Scheißproblem? Schau, dass du verpisst, du Trottel. So, 190, da können wir schon wieder was nachkaufen. Kili, ich muss da rein, ich muss was Sachen kaufen. Kili ist AFK! Nein, Kili ist doch nicht AFK. Tür stehst doch nicht AFK, passt schon. So, was haben wir da noch? Das haben wir alles da, Langkornreis, machen wir mal diesen und diesen, 213, kaufen. So, nochmal 3 Backerl draußen, los. Es liegt ja sonst nicht, oh, der Kili hat lecker, ja gut, das ist natürlich nichts. Das wundert mich ehrlich gesagt dass das Spiel so gut läuft. Ich denke mal, ich bin der Host des Spiels und ich stream gleichzeitig mit voller Kanone und hab 16 Leute da im Ding drin. Für das läuft es eigentlich ganz gut, hab ich das Gefühl. Da könnte sein, das schreit Ketchup! Muss ich schon wieder von vorne oben anfangen, oder? Das Honigmüsli ist aus. Honigmüsli ist aus. Reis ist aus. Margarine ist aus. Mehl ist fast keins mehr da. Ketchup ist keins mehr da. Ja, Leute, ihr müsst abkassieren. Ich brauche Kohlen. Ich kann nicht einkaufen. Ich kann nicht einkaufen. 179, ja. Hab noch mal nachbestellt. Alter, da brauchst du ja 3 Einkäufer irgendwann einmal. Du sitzt da bloß noch da und klickst durch, kaufen und es macht bloß noch Kajing. Haben wir mir Leute die Preise kontrollieren. Der Ubidullah auf alle Fälle, das schaut gut aus, das schaut stabil aus. Wen haben wir da noch? Colonel Sanders? Ja, schaut auch stabil aus. Gut, passt schon. Alexi, aus dem Strudel jetzt außerarbeiten. Was soll das? Flugbisserapper? Ja, das seht ihr schon. Passt. Nice. Zitronentee! Bürgerkasse 3! Ja, ich arbeite dran, ich brauche mehr Geld. Ich kann nicht so viel kaufen. Ich kaufe jetzt da mehr Ketchup und Olivenöl und Honigmüsli. Das Olivenöl kostet $326. Haben sie dir ins Gehirn geschissen? Das der wir gleich mal wieder weg. Du kannst mich mit gern haben. Irgendwo im Lager muss noch Müsli umeinander liegen. Halt das mal jemand. Irgendjemand ab ins Lager, da liegt ein Müsli. Entschuldigung, bitte Kasse 3 schließen und jemand ins Lager, da liegt Honigmüsli, das ins Regal eingeräumt werden will. Ja, jemand hat's genommen. Und dann müssen sie eigentlich da noch Rot verschwinden. Ja gut, wir kaufen mal weiter ein. Was haben wir noch? Olivenöl. Können wir uns das Olivenöl leisten? Noch nicht, aber das sitzen wir aus. $80 brauchen wir noch. Was ist mit dem Honigmüsli? Hat das jetzt jemand geklaut oder was? Kundenferngespräch für die 3 auf der 69. Was ist mit dem Honigmüsli jetzt passiert? Hallo? Honigmüsli im Lager? Was ist denn das da eigentlich alles? Ach, das ist der scheiß Zucker-Scheißdreck, oder? Was ist der Zucker, ja? Wir hatten jetzt das Honigmüsli. Irgendjemand hat das Honigmüsli. Ich hoffe, das rammt noch nicht bei. Jede Sekunde ist das, wo wir Geld verlieren. So. 3 Schachteln kauft inklusive Olivenöl. Das möchte ich innerhalb von einer Sekunde mit dem richtigen Preis im Regal stehen haben. Das kostet nämlich 350 verschissene $. Ich komme mir vor, wenn du arbeitest. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Ist so eins zu eins dasselbe. Flasche ist der Lagerkehrer. Okay, haben die schon eingerannt. Ah! Schluss! Storno! So, dann nehmen wir geschnitten Brot, geht aus. Pfeffer können wir auch mal wieder mitnehmen für 104. Ja, kaufen. Nur mit 2 neue Schachteln draußen. Hopp. Was haben wir da? Honigmüsli! Ist wieder irgendwo Produkte in Lagern. Das geht irgendwo muss da Honigmüsli haben wir noch. Da! Irgendein dann muss ich wieder alles selber einrahmen. Kann doch nicht weiß ich, dass da schon wieder alles voll ist. Bitte jemand den Preis vom Honigmüsli überprüfen. Dankeschön. Die Schachtel wie viel da am Boni für die HCs zuständig. Nicht ich muss einkaufen. 76. Hört's pass auf. Es ist so krass. Es ist so narrisch. Es ist so eine gute Spieleidee. Da und da kaufen wir gleich wieder welche. Die haben noch voll. Schaut gut. Oh, da schauen wir überall gut aus. Nehmen wir noch Kartoffeln mit. Haben wieder 3 Schachteln draußen. Katsching, bitte einräumen. So, und jetzt kommen dann die... Oh, Milchprodukte kaufen wir mal noch. Oh, die haben so schweineteuer. Oh, gefrorene Lebensmittel kaufen wir noch nicht. Wir haben noch keine Tiefkühltruhe und die ist kreislig. Es ist so geil, dass da draußen wir in einem echten Supermarkt piep. Ja, passt schon. Und jetzt, wenn wir wieder $100 haben, schaue ich nach. So, Grundprodukte.
Schauen wir stabil aus. Das war noch cool, wenn da irgendwo in der Kategorie angezeigt werden darf, was ausgeht. Ja, oder irgendwas wenigstens blinkt so mit, oh, da ist wenig oder gar nichts mehr. Ja, wie in einem Warenwirtschaftssystem halt. Lissi, Birger, pass auf, dass du keinen Burnout kriegst. Ja, das ist schon vorbei. Der hat einen ist so nass, als hätte ihn ins Freibad reingeschmissen. So, was haben wir da? Grundprodukte, da schaut auch noch alles stabil aus. Grundprodukte 5. Das heißt, wir brauchen aber Kartoffeln und einen Espresso-Kaffee, den können wir uns kaufen. Ich habe gekauft! Einräumen bitte! So, und jetzt nehmen wir, Kühlschränke haben wir ja genug. Das heißt, wir brauchen das Ding und das Ding. 260, 200, nochmal 3 Schachteln, einräumen. Jetzt haben wir schon mal so weit, dass wir die ersten 6 Kategorien komplett haben. Das ist schon mal was. Denise! Wahrscheinlich träumst du heute noch davon. Du, das habe ich letztes Mal mit dem Umeinanderkassieren, was du die ganze Zeit tust, habe ich beim letzten Mal nicht davon geträumt, aber ich habe es in einer Muscle Memory gehabt, dass ich in meinem Kopf das durchgespielt habe. Wolfric übrigens, danke für deinen 5er. Vergiss nicht die Preise nicht, dass du eine Insolvenz hast. Habe ich noch gelesen. Ich hoffe, die werden von selber draus kontrolliert. Wenn ich da jetzt ausgehe und stichprobenartig irgendwas kontrolliere, dann scheiße ich her. So, Leute, Simmis! So, ist auch alles eingerammt. Gefroren können wir nicht brauchen. Jetzt klickt man nochmal durch. Der Apfelsaft geht aus. Margarine geht aus. Was haben wir da? Senfsauce geht aus. Senfsauce. Niemals darf die Senfsauce ausgehen. Der Rohrzucker, die Rohrzuckerbox auch nicht. 268 und der schwarze Kaffee. Ja. 4 Schachteln draus, einrahmen. Haben überhaupt noch so viele Leute da oder ist er schon zu blöd geworden? Und jetzt muss ich sagen, jetzt macht es einen richtig guten Job alle miteinander. Jetzt ist es richtig gut. Jetzt kontrolliere ich aber mal so einen Preis. Kili, lass mich noch mal schnell raus, bitte. Da kommt ein paar andere. Kili, ja, mach du nur die Arbeit. Kili, hinter dir. Piep, piep. Ja, Entschuldigung, das hat der Flaschenmann müssen. Hilft nicht. So, Preiskontrolle. 285, 560. 285, 560. Okay. 235, 560, das passt. Das passt überhaupt nicht. Warum steht da überall 560? 470. Leute! Preise kontrollieren! Da passt überhaupt nichts! 285, oh, Entschuldigung, da passt schon. Jetzt haben wir einen Kack gemacht. Da gehen wir jetzt aber wieder weg. So. Und jetzt, das passt schon. Das passt auch. Und das passt auch. Ja, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Kann man so machen. Da kann man aber 58. Ja, passt schon. Passt schon, mehr brauche ich nicht wissen. Kili. Dankeschön. Kili ist der Geilste. Press F für einen Kili, der ist Türsteher. Das macht er richtig gut. So, haben wir schon wieder 300. Passt. Nehmen wir einen Kaffee mit. Dann, was haben wir da ist? Da schauen wir gut aus. Brauner Zucker nehmen wir mit. Kaufen. Milchprodukte, der Kass geht aus und der Magerkass geht aus. Oh, die haben Schweine teuer. Ich brauche nochmal schnell $40 in der Kasse. $40 bitte! $40 ab in die Kasse. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir hatten jetzt. Oh, da ist ein Regal gekauft worden. He? Was ist jetzt da für 150 gekauft worden? Was ist denn jetzt da für 150 gekauft worden? Ich hab nichts gekauft. Bitte! Hast du nur ein Wechselgeld? Was ist denn jetzt da für 150 gekauft worden? Ein Lagerregal? Weiß ich nicht. Gut, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Das passt schon. Haben wir schon wieder 250. Okay, ich muss da mal rein. Dankeschön. So. Käse, Magerkäse, kaufen. Ach, die habe ich schon drin. 230. So, liegt noch mal draußen. So weit sind wir gekommen. Bis zu den Milchprodukten. Und jetzt brauchen wir dann noch das nächste Mal eine Gefriertruhe und noch mehr Regale. Und das kriegen wir schon noch. Hin. Aber es ist halt, wir müssen ein paar sicher nicht da hinlegen wie jetzt gerade. Weil jetzt haben wir richtig reingedroschen. Und dann müssen wir ein Lagerregal parallel dazu aufziehen, damit wir die Produkte doppelt und dreifach in der Schachtel da haben. Lager, ja, da ist schon was zum Tun. Aber es funktioniert halt leider, ich muss mich da auf euch verlassen, dass jeder einfach gerade irgendwo hingelangt, wo er meint, das passt. Hilft nicht. 270.
Schaut gut aus. Jetzt stellen wir da noch ein Regal her. Achtung, warte mal. Ich sehe nichts, ich kann nichts sehen. Warte mal, machen wir so. So. Damit wir mal Platz haben für die einfachen Produkte. So. Na, Regale haben wir eigentlich genug. Bitte einmal ins Lager reinschauen, da stehen einen Haufen Schachteln, da wo ich mir denke, die kann man eigentlich. Ja gut, kann man das alles sein, haben wir nicht geben. Haben wir nicht mehr viel. Bürger, How-to-Mitarbeiter 1. Ich mein, wir machen Feierabend, mach dicht den Laden. Es ist 22:30 Uhr, da wird noch abkassiert, da ist eine Kundschaft darin, spitzt du ein wenig, oder was? So, bevor wir aber den Tag beenden, müssen wir die ganze Mannschaft noch mehr antreten lassen. Und zwar draußen auf der Straße. Warum liegt der auf der Straße? Was ist das? Warum liegt der nicht im Mülleimer? Den bringe ich selber hin. Den bringe ich da selber hin. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die ganze Mannschaft bitte einmal an der Straße eine Schlange bilden. Bitte bilden Sie eine Schlange an der Straße. Los. Los. Wer vermöbelt da noch Leute irgendwo? Wer ist da noch nicht mich vermöbeln? Ist da noch jemand drin? Ist da noch jemand drin? Nö. Okay. Wer war denn jetzt das wieder? It's self-making content. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein guter Tag. Seht ihr es? Es geht doch, wie man mag. Und beim nächsten Mittwoch machen wir das auf alle Fälle nochmal, weil ich sehe mich, ob wir uns aus dieser Misere da außermanagen können und dann einfach da reinwuseln und jeder macht einfach. Anders geht's nicht. Und irgendjemand, ich werde dann nichts anderes tun, wie 2 Stunden lang nur Sachen kaufen systematisch und Sachen einrichten systematisch und ihr rammt das Zeug da ein und kontrolliert Preise und kassiert ab. Wir brauchen eine 4. Kasse, wir brauchen einen Tiefkühl-Dingsbums da hin und vielleicht nur einen Kühlschrank. Lass mich mal schauen. Na, da ist noch ein Kühlschrank, der ist noch fast leer. Da haben schon wieder 2-mal die gleichen Produkte drin. Da ist das Produkt nochmal drin. Da packst du jetzt noch schnell die Schachtel und rammst die Produkte wieder ein. Da haben wir die Schachtel leider nicht da, hilft nicht. Aber ansonsten schaut das ganz stabil aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich salutiere, ich bedanke mich fürs Mitspielen und fürs tatsächlich Zuhören. Es ist wieder, jedes Mal ist es mir ein absolutes Rätsel. Ich glaube, es gibt nicht recht viele Streamer und, was ist denn da jetzt? Nicht recht viele Streamer und Communities, die so groß, für unser Verhältnis haben wir riesengroß, für meine Verhältnisse, dass da keine Trolls dabei sind. Bis auf das da halt jetzt, aber das ist ja scheißegal. Das ist das sogenannte Besenroyal, was da gerade stattfindet, habe ich das Gefühl. Ich schaue euch zu und ihr schlägt dabei im Hintergrund. Ich erzähle dabei noch ein bisschen was. So, das ist jeder, der jetzt gerade einer kommt und fragt, was ist denn das für ein Spiel? Ja, jetzt hört auf, sonst kann ich nicht zuschauen! Ah! So, ich beende jetzt den Tag und beende den Server, weil es ist nicht ganz sauber hat's. Gut, plus 2000 war es nicht. Aber wir haben auch sau viel aus. Wir haben da über 2.500 $ ausgegeben für Einrichtungen für Essen. So, Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Ich schalte jetzt aus, weil ich da bloß über den Haufen drunter will. Was ist die ganzen Besen habt? Das war sowieso kein Mensch. Es war mir ein Fest. Lieber Chat, please press F für den absoluten Sauhaufen und beten Sie zu Gott, dass nächsten Mittwoch der Sauhaufen insgesamt einen Herrendurchschnitts-IQ von 22 hat. Das wäre toll. Kuss auf die Nuss, danke fürs Mitmachen und fürs halbwegs anständig aufführen. Warum muss man in dem Spiel einen Besen einbauen, wo man sich gegenseitig hauen kann? Ah, der Entwickler hat schon gewusst, was er da tut. So, aber jetzt gehe ich da ins Hauptmenü zurück und dann wird es euch wahrscheinlich kicken, damit das sicher gespeichert ist. Das probieren wir jetzt auch gleich einmal. Da, Brutto Wosten, Tag 6, Schwierigkeit 0. Ja, ist witzig. Ist witzig. Und bevor sie jetzt wieder alle schleichern, noch dem Gameplay. Merci fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Like-Button nicht vergessen. Der ist mittlerweile wichtiger denn je. Einen schönen Gruß an den Nachschau-Squad, der ich natürlich hoffe, wie immer, dass es das bis daher anschaut. Rein kommentieren in die Scheiße. Hat es euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Aber wie auch immer. Es ist ja mir wurscht, weißt du das eh. Kuss auf die Nuss. Aber der Like-Button kostet nichts. Do it. Und das glaube ich war es wert. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Kann man schon mal machen.
Klangt auch nicht wieder ewig für 28 Streams, aber für 2, 3 kann man es schon machen. Ich mag auf alle Fälle das Chaos sehen, wenn das Geschäft größer ist und du nur noch am Wuseln bist. Nur noch. Drücke auf Beenden und alles ist cool. Timmy Boy, Leerzeichen, merci dir, Selbstspieler. Besenbonk Squad. So. Ich komme mir vor wie in der Arbeit. Ungelogen, das hat sehr eine ekelhaften Parallelen jetzt gehabt, vor allem das mit dem Lager und dann erklären an der Schachtel und du schaust da vorher drauf, bevor es das wegwirfst und dann zerreißt das und dann tust du das in die Mülltonne rein und wenn du die Arme erwischt, dass du in die Mülltonne einlegst und schlupfst. Alles schon passiert. Ich hoffe, ich habe keinen mit den Donations übersehen. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Es ist halt der Supermarket Simulator, ja, wie den, wo wir Anfang des Jahres, März, April irgendwann gespielt haben, der eine sehr positive Überraschung war, aber halt eben mit Multiplayer. Und er ist nicht ganz so schön, gut, der andere war auch nicht wirklich schön gemacht, aber er ist einfach ein bisschen weniger schön gemacht wie der andere Supermarket Simulator, aber dafür der Multiplayer. Und was das Allerbeste ist, er ist halt umsonst. Das ist halt schon krass. Das verstehe ich nicht, dass die da nicht wenigstens 5 oder 10 Euro draufschreiben. Was sie locker tun könnten. Aus dem Stand. Und wenn das weiterentwickelt wird, ich hätte das utopisch lustige, dumme ist ja, wir haben den damals im März, April gespielt, wo ich mit Unreal 5 angefangen habe. Mit Wimp. Na, die ich nicht fertig gebracht habe. Gut, wenn ich jetzt von dem rede, das hätte ich auch nie fertig gebracht. Sag ich dir, was es ist. Aber da habe ich mit dem Flash unter anderem geredet. Weißt du, was geil war? Ein Supermarket Simulator bloß mit Multiplayer. Wo jeder eine Aufgabe kriegt und so weiter, werde ich nicht vergessen. Davon habe ich gesprochen. Und wenn ich mich da reingefuchst hätte, dass ich da so süchtig geworden war, wie mit Wimp und hätte dann gemacht, mit Multiplayer und so eine einfache Version nachgebaut und so, dann war im August jetzt der da gekommen und ich war niemals so weit gekommen. Und dann hätte ich wieder aufgehört, weil ich sage, ja, fuck, jemand anderes war wieder mal schneller. Der Appa schreibt, Wimp hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, um Gottes Willen. Der Nikolai schreibt, Wimp 00010 macht für den Stand auch Spaß. Also, um Gottes Willen, wer das immer noch spielen will, die 00010 Version von meinem Spiel gibt es immer noch bei mir im Discord unter dem Projektnamen. Den Channel werde ich demnächst mehr archivieren, weil ich dann nicht mehr weiter tue. Habe ich am Montag schon erklärt, es ist eigentlich so ein simples Spiel. Habe ich gemeint. Das kriege ich nicht fertig. Ich muss halt meine Arbeit, ich muss halt alles kündigen, was ich tue und nichts mehr da außer das und dann bin ich in einem Jahr vielleicht fertig auf einem Stand, wo ich sage, so möchte ich es haben und dann fangen wir an mit der Fehlerbehebung. Das ist unmöglich für eine Person. Das ist unfucking möglich für eine Person. Die noch was anderes tut in ihrem Leben als das 8 bis 12 Stunden am Tag. Leider. Ja, aber das ist eine richtig geile Idee. Und für das Ding im Multiplayer hätte ich so viele gute Ideen, wie du das aufziehen kannst. Momentan ist es ja wirklich eine 1:1 Kopie vom Supermarket Simulator. Da wo ich sogar mir die Frage stelle, teilweise dieselben Models. Da wo ich mir teilweise die Frage stelle, sind das dieselben Entwickler? Ich habe nicht nachgeschaut, keine Ahnung. Aber für das ist dann doch wieder ein bisschen zu anders. Die Charaktermodels sind schlechter. Beim anderen haben die Charaktermodels haben Taschen in der Hand, die buckern sie in die Regale ein und so. Und ja. Meine Ideen waren, ich meine, das kann ich auch nicht posaunen, ich werde das Spiel nicht machen, das kannst du vergessen, weil da gerade der Wandler zum Beispiel schreibt, machst du einen Metzgereisimulator. So eine ähnliche Idee hätte ich zum Beispiel dann für den Multiplayer im Supermarket Simulator, dass halt Unterschiede, wie in einem Edeka halt bei uns auch, dann gibt es ganz hinten einen Metzger. Und da muss dann auch jemand an der Kasse stehen. Und da funktioniert aber die ganze Gameplay-Mechanik nicht einfach bloß irgendwo so ein bisschen in einem Menü umeinander klicken und so einen Scheiß wieder ein bisschen anders. Da kommt die Kundschaft her, dann kommt zum Beispiel eine Sprechblase, die sagt da, was haben will. Dann musst du in der Fleischtheken schauen und musst das zusammen, musst das abwiegen, musst das verbackeln und musst das ihm geben. Vielleicht nur das Pickerl draufpicken, wie es bei uns ist, und dann muss es ihm geben. Dann hat die Kundschaft das dabei und vorne muss es zahlen. Oder sie entscheidet sich dazu, dass es klaut. Oder der Sarg reißt und es macht ein Letten am Boden und die Ware ist kaputt. Lauter so Sachen, das Ding so auf so realistisch trimmen, wie es geht. Sauber die Wurst schneiden, ja, so ein bisschen so leichte Spielereien wie der Cooking Simulator. Zum Beispiel. So, 100 Gramm Aufschnitt bitte. Und dann musst du wirklich die Wurst nehmen. Halt nicht verschiedene, das war dann wieder zu krass, aber halt ein einfaches Ding. Und dann zu der Maschine hingehen und die Radl schneiden, bis 100 Gramm sind,
verbageln und das der Kundschaft geben. Das ist lauter unterschiedliche Gameplay-Mechanics sind. Das Kassieren ist anders, das an der Wursttheken ist anders, dann gibt es vielleicht ein Kastheken, da ist es wieder anders, ein Fischtheken, da ist es anders. Was gibt es denn sonst noch so? Dann kommt wenn ein kleines Kind kommt, muss der Maral Hirnwurst geben. Krieg ich noch eine Maral Hirnwurst, schreit der Langweilig. Ja, genau. Lauter so Sachen. Das ist so eine utopisch gute Idee, dieses Spielprinzip. Das habe ich im April schon gesagt, dass ich damit nicht gerettet habe. Ja, ein Leergut, sehr gute Idee, Stoshi. Es kommen einfach Leute, die stehen an der O, bringen eine Pfandflaschen zurück und im Hintergrund gibt es eine kleine Abteilung, wo man das irgendwie regeln muss. Ein Bäck, den man auch wieder anders regeln muss, der eventuell dann die kleine Abteilung in der Metzger, der Bäck und so weiter, die dann ihren Einkauf wieder selber regeln können. Ja, weil sonst sitzt nämlich ein Mensch in dieser Managerzentrale und hat da 68 Kategorien und tut nichts, wenn er unten ist, fängt da oben wieder an, kaufen. Das ist ja natürlich, das war jetzt schon so und jetzt habe ich 6 Kategorien gehabt. Da hätte ich so viel gute Ideen, Alter. Ich brauche ein Entwicklerteam, Alter. Emotes zum Rauchen waren noch geil und sehr realistisch. Ja, so kleine Punishments, Mitarbeiter des Monats, dann die Multiplayer-Leute, dass die wirklich einen Account da haben und dass vielleicht dass die einen Skilltree haben. Ja, wie in einem RPG. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird schneller, während du Sachen tragst. Du kannst vielleicht dann 2, 3 Schachteln gleichzeitig tragen, etc. Das so realistisch machen, wie es geht. Dass der Einkäufer oder der Metzger, keine Ahnung, bessere Preise beim Einkaufen kriegt. Dann generell beim Einkaufen, wenn ich einen Kaffee einmal kaufe, kostet er 50er. Wenn ich mir aber 10 kaufe, kostet er nicht 500, sondern 450. Dann gefällt mir beim ersten Supermarket Simulator gefällt mir ganz gut, dass sie die Preise einfach jeden Tag random ein bisschen ändern hier und da. Und das mit dem Preise einstellen da bei dem Multiplayer-Ding gefällt mir nicht so gut. Da war es einfach cool aufs Etikett drucken, umstellen, fertig. Hat aber wahrscheinlich einen technischen Hintergrund, wenn ich gerade so drüber nachdenke, warum das mit den Pips-Geräten gemacht wird. Weil was passiert, wenn 3 Leute gleichzeitig auf das Etikett draufdrucken und so weiter und so ist der extern so. Ja. Musst halt BGS gründen, Bürgers Gaming Studio. Das hätte Foodlapper Studios geheißen. Genauso wie auf Spotify meine Musik unter dem Label Foodlapper Records released worden ist. Und die Alkis, die jeden Tag auf dem Parkplatz hängen, ja, und Leute draußen abpöbeln, Weihnachts-, Oster- und so weiter DLCs, ja, das ist das perfekte Spiel, oder? Das ist das perfekte Spielprinzip. 2. Stock, Rolltreppen, ein ganz Kaufhaus machen und mit 16 Leuten maximal. Vielleicht sogar mit 32 in so einer Multiplayer-Session. Richtig geile Idee. Das ist das Spielprinzip. Habe ich damals schon nicht können sehen und jetzt wieder nicht. Ich bin jetzt schon wieder. Es ist so einfach und simpel und so gut. Ich verstehe es nicht, warum das bis 2024 dauern hat müssen, dass es erst Spiel kommt. Verstehe ich nicht. Krass einfach. Löwensepp. Für den Supermarkt Sim gibt es auch schon gute Mods auf Nexus Mods, habe ich selber schon ausprobiert. Bei dem sind teilweise die gleichen Produkte dabei. Ja, ich meine mich zu erinnern, vor allem das türkise Mehl, das Brot hat, glaube ich, genau. Stopp, mein Fehler. Brot! Das Brot hat nach meine Erkenntnisse auch gleich ausgeschaut wie beim Alten, aber es ist jetzt schon wieder eine Zeit her. Ist ja eh wurscht. Offensichtlich ist es so. Es sind 100%ig kostenlose Assets aus dem Unity Store. Und Grafik bei dem ist ein bisschen schlechter, finde ich. Es ist also finster, keine Lichter irgendwo. Die Models schauen wirklich arschbeschissen aus. Also das ist wirklich grenzwertig behindert. Aber gut, wer weiß. Dann spielen wir mir das halt jetzt noch ein, 2 Mal. Was steht denn auf dem Plan? Ich habe ja ein grob, damit ich das Video halt auch machen kann, wenn ich vom Urlaub wieder da bin, habe ich natürlich einen kleinen Plan, was die nächsten Wochen kommt. Da muss ich jetzt schnell gucken. Am Montag kommt Space Marine 2. Am Freitag gibt es noch keinen Stream am Wochenende. Nächste Woche wahrscheinlich auch nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, so ehrlich bin ich jetzt einfach, es ist mir noch zu heiß. Und da tue ich am Freitag was anderes, wird da sitzen und in den Sessel schwitzen.
So jetzt, wie es ist. Und dann kommt aber in der 3. Septemberwoche kommt God of War. Und da haben wir dann den ersten Freitagsstream hinein. Dann weiß ich noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich zwischen 26. und 29. September da bin für den Freitagsstream. Weil Frau Geburtstag und da haben wir eventuell nicht da, das wissen wir noch nicht sicher, aber wahrscheinlich nicht. Wann Squirrel with a Gun? Gute Frage, irgendwann im September. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie gut uns der Supermarket-Multiplayer noch unterhält. Am Montag Space Marine 2, nächsten Mittwoch nochmal eine Runde Supermarket-Multi. Und die Woche drauf können wir dann mal schauen, ob wir ein bisschen einen Blödsinn noch kurz einhauen. Nochmal eine Runde Space Marine 2 spielen, da bin ich mir sicher, dass das ein gutes Spiel ist. Dann spielen wir God of War Ragnarök, fangen wir an zumindest. Und dann kommt, dann Dead Forever Winter kommen. Habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen, ist ein Koop-Shoot, ja, ist schwierig wahrscheinlich wieder für einen Stream. Ja, da fällt uns schon was ein. Und Frostpunk 2, glaube ich, kommt auch. Das darf mich auch noch ganz schwer interessieren, da war der Einser Bombe. Und dann ist Horror Oktober. Wir werden anfangen mit Still Wakes the Deep. Und am Mittwoch jeweils ein Indie-Game aus der Horrorschublade. An Halloween entweder Until Dawn oder, was ich nicht gewusst habe, wie ich das Video gemacht habe, gestern ist der Casting of Frank Stone rausgekommen. Das ist ein ähnliches Prinzip, also mehr Film als Spiel, wie halt auch Until Dawn und die anderen Spiele, die wir an Halloween immer gespielt haben. Und das ist halt ganz neu. Ja, Until Dawn ist einfach schon 6 Jahre alt oder so, oder 7 Jahre alt, glaube ich, mittlerweile schon. Das war nur ein Remake. Ich habe es aber noch nie gespielt. Und eventuell muss Until Dawn doch weichen für The Casting of Frank Stone. Schauen wir mal. Der Flo H. schreibt, Still Wakes the Deep ist richtig spitze. Da bin ich sehr gespannt. Kennst du Inscription? Das ist dieses Kartendings, oder? Dieses Pixel-Kartendings, das ist mir schon so oft vorgeschlagen worden. Und vielleicht muss man das einfach mal spielen, weil ich nicht sehe, was das Besondere ist. Und so viel Leute schwärmen von Inscription. Mal schauen. Was sagt da Steam? Let me have a look. Inscription kostet 20er. 108.000 Bewertungen äußerst positiv. Das muss ein Kurzspiel sein. Das gibt's nicht anders. Aber es ist ein Kartenspiel. Was ist das Besondere? Ich check es nicht. Was macht das Ding so besonders? I don't get it. Ja, das ist sau gut. Ja, ich glaub's ja. Aber warum so? Lass dich überraschen. Goddammit! Ist das Streamteil? Ja gut, bei einem Stream ist nichts kaputt. Das kann man dazwischen schon mehr einhauen. Kruzifix. Ist das ein Horrorspiel? Ist das der Schrecki da? Oder was ist da? Oder ist das eher so, es ist ein Gruselspiel? Ich hoffe jetzt, ihr wisst vielleicht, was ich meine zwischen Gruselspielchen, Horrorspiel. Man kann nur spoilern und man will es nicht, ja okay. Aber kann man zumindest sagen, ist es ein Grusel- oder ein Horrorspiel? Ich kann mir nicht vorstellen, es ist ein Kartenspiel. Wie sehr soll ich da der Schrecker und Zeig und keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was passiert. Grusel oder Horror? Kann man es vielleicht als Einleitung... Ja, es ist nicht nur ein Kartenspiel. Natürlich. Ich sehe da schon noch andere Screenshots auch, aber die kann ich nicht richtig interpretieren. Da sehe ich eine Map, wo man umeinander schiebt und dann passieren Sachen. Nicht verkehrt mal sehen. 110.000 äußerst positive Bewertungen auf Steam täuschen normalerweise nicht. Wahrscheinlich werde ich wieder da sitzen, so mit, jetzt sitzt da, kapier nix, nach 10 Minuten so, klack, jetzt habe ich es verstanden. Fuck, ist das gut! Gut, weißt du was? Unter was ist denn das eingeordnet? Genre-technisch. Wo steht denn das immer? Kartenkampfspiel, Kartenspiel, komplexe Handlung. Eher Grusel. Also dann können wir es benutzen als Einleitung für den Horror-Oktober. Am Mittwoch, der letzte Mittwoch im September. Ist das okay?
Und der letzte Montag im September, der 30. wird eh schon, das ist eigentlich noch nicht der Horror Oktober, aber da fangen wir mal an mit Still Wakes the Deep. Dann schreibe ich das jetzt da ein. In Scription. Ich möchte endlich wissen, was es ist, weil das auch schon 100 Mal vorgeschlagen worden ist. 100 Mal ist das vorgeschlagen worden. Was man vielleicht mehr kann, ist, schauen wir uns einfach mal einen Trailer an. Hä? Ich lasse jetzt einfach mal den Steam-Trailer laufen. Warte mal. Machen wir jetzt so. Stopp. Ich mach. Ich muss jetzt direkt schnell schauen, nicht, dass da irgendwas offen ist, was kann, was angeht. Was ist denn jetzt? Warte, das machen wir zu. Normalerweise ist da nichts, was irgendjemand was angeht. Scheißegal. Schauen wir uns einfach mal schnell einen Trailer an. Einfach weil es mich interessiert. Können wir nichts verkehrt machen. Können wir auch nichts verkehrt machen. So, bin ich. Oh, ich bin sogar mit inklusive Greenscreen da. Wird schon passen. Ich drücke jetzt mal auf Play, schauen wir, was passiert. Hey there, card gamers. Was ist das? Der Trailer sagt genau gar nichts. Ihr schiebt irgendwelche Karten umeinander, rennen im Haus umeinander, dann kann man hä? Ich sag das, wie es ist, ich kann es nicht mehr hören. Es ist so oft so in den letzten 2-3 Jahren gewünscht worden. Und immer wieder sage ich glaube, ich habe sogar schon ein paar Mal gesagt, das probieren wir, das probieren wir, das probieren wir. Und noch nie haben wir es da. Und am letzten Mittwoch in diesem September zur Einleitung für den Horror Oktober, ein bisschen so Gruselflair hat es schon. Es hat natürlich keinen, wie soll ich sagen, es hat natürlich keinen, da wird man nicht erschrecken. Aber ich will wissen, was das für ein Spiel ist. Ich will es wissen. Ja, man darf halt nicht spoilern. Ja, okay. Vor allem, was in einem Kartenspiel spoilern? Da muss irgendein Kniff dahinter sein, den man da jetzt nicht aussieht, wenn einfach nichts sagen. Einfach nichts sagen, wir probieren das aus, da ist nichts kaputt, wenn wir das on Stream ausprobieren. Ich denke, dass du halt, wenn du was zeigst, ist halt Spoiler. Dann sage ich nichts her. Ich habe jetzt bloß den Trailer da gesehen, da passieren sowieso, also ich nicht weiß, was zur Hölle soll das sein. Inscription ist eine rabenschwarze, kartenbasierte Odyssee, die Deckbuilding-Roguelike, Rätsel im Stil eines Escape Rooms und Psycho-Horror zu einem blutigen Smoothie pürieren. Finster sind die Geheimnisse, die auf den Karten zu finden sind. Ach, das ist von denen, die Dredge gemacht haben. Okay, das habe ich nicht gewusst. 110.000 positive Bewertungen können sich nicht irren. Jetzt habe ich auf Dredge gedruckt. Was übrigens auch ein gutes Spiel ist, habe ich aber offstream gespielt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sogar letztes Jahr in der Sommerpause. Bin mir gar nicht sicher. Ist ja wurscht. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kevin Rösdorfer heftig. Was? Ich denke, dass halt, wenn du was zeigst, ausprobieren, das probieren wir einfach aus und fertig. Ja, jetzt sage ich dir was, jetzt ziehe ich den Kittel aus und jetzt gehen wir ins Bett. War das es ist schön wieder da zu sein. Wie kann man noch nicht sagen, war das eine gute Woche, wir haben nur einmal gespielt. Das ist natürlich nichts. Superliminal, auch noch irgendwann. Superliminal war im Steam Sale, habe ich es mir schon gekauft? Ich habe auf alle Fälle eine Nachricht gekriegt.
Ich habe auf alle Fälle eine Nachricht bekommen. Ist ja wurscht. Blutiger Smoothie, warum nicht? Vielen Dank und sehr schön, dass ihr noch da seid. Das freut mich sehr. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, es war halt einigermaßen amüsant. Ich bedanke mich nochmal bei den 16 bis wahrscheinlich 30, 40 Leute im Laufe der 2 Stunden, die da waren, beim Mitspulen und beim anständig Aufführen. Hashtag Brot. Liken nicht vergessen. Smash the Like-Button if you like. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Wir verpissen uns jetzt ins Bett, ich laufe und schwitze wie ein Arschloch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön für die ganzen Donations. Ich glaube nicht, dass er noch da ist, aber heute ist wieder mal irgendwas Seltsames passiert. Auf einmal sitzt ein Tanzverbot im Chat. Weiß ich nicht, was da auf einmal los war. Schöne Grüße an den Herrn Tanzverbot und an Andi, kann ich ja sagen, Nachnamen sage ich jetzt lieber nicht, an den kleinen Bruder von meinem Spätzl. Den ich kenne, seitdem er so groß war, sprichwörtlich. War halt auch, Leute, was ist denn da wieder passiert mittendrin? Was zur Hölle? Schöne Grüße an alle, vielen Dank für alles. Feels good to be back. Wir sehen uns nächsten Montag mit Space Marine 2 und nächsten Mittwoch spielen wir eine Runde nochmal mit dem ganzen Sauerfer, das wir direkt vor Anfang an. Und dann schauen wir, dass wir diese Scheiße da wieder gerade richten können, die der andere angerichtet hat. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich kann nicht mehr sicher sagen, dass es war. Weiß ich nicht. Danke für die Donations, danke für die Mitgliedschaften, danke für die alten Mitgliedschaften, danke Pris Triple F. Tripler Octa F an die Mods, die ja immer noch da sind und keiner weiß warum. Dankeschön, hauen Sie sich hinein. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis nächsten Montag. Ab ins Discord. Ankündigung gibt es am Sonntag. Und jetzt schleicht euch. Ha! Kurz, aber knackig eingetrötet. Kuss auf die Nuss. Oh, wir brauchen wieder so Sprengi. Sprengi habe ich heute nicht gelesen. Ihr wisst, was das heißt. Kurz vor Schluss noch schnell ab ins Discord, @sprengi wo. Los. Und ich schleiche mich jetzt. Ohne Sprengi, kein Abschlussbattle. Auf Wiedersehen.